Wir teilen deinen Abonnenten mit, dass du ein Live-Video gestartet hast. Hallo meine Lieben, willkommen bei Power Podcast unverpackt. Wir haben ja unsere freitägliche Schauerias Late Night Rap Frühshoppen Night. Heute mal ein bisschen gestylt mit Frühlingsviecher in die Haare. Ich habe mir jetzt tatsächlich, muss ich gestehen, vorher beim falschen Kanal eingeloggt. Also wieder bei Ria. Darum bin ich jetzt ein bisschen spät dran. Aber die 5 Minuten, die überziehen wir dann. Versprochen. Wen haben wir denn schon da? Also die Bina ist schon da. Grüß dich, Bina. Der Schauer hat eine Anfrage. Der Schauer darf halt nicht rein. Wir haben ja heute einen speziellen Gast. Ich habe ja heute einen Borndelgrammer eingeladen. Stellt euch vor, mit dem kann nicht jeder aufwarten. Jetzt machen wir aber, weil wir haben ja Late Night Rap, fangen wir mal an, dass die Rapper so trinken. Ja, Kirschgeist gibt es heute. Jetzt fangen wir mal an, also das Lied für den Burm. Wir haben ja heute einen besonderen Burm zu Gast. Und jetzt fangen wir mal an, ich singe jetzt vom Hustengürtelbur. Den kann man dann übertragen, machen wir aber nicht. So, jetzt legen wir los. Late Night Rap. Wenn's geht. Auf geht's. Ich hoffe, Herz ist gut. Servus, Roland. Sie hat die beim Aussuchen von deinen Hemden und Hosen noch nicht enttäuscht. Legt dir der Haum und dein Jankern aus, weil draußen wird's kalt. Du hast noch nie auch unterwegs gewaschen, aber gehst mit deiner Wichse in Bord. Du magst kein Heu. Ja, glaubst du wirklich, dass außer deiner Mama noch irgendeine andere Frau wollt? Wobei, sorry, das ist deins. Doch sie jeden Abend als wären sie Kastel streiten zu müssen. Ist halt echt nicht einfach. Du sitzt am Banki mit dem Heubigrill auf dem Bambi. Mami, sein Mann geht um zum Campi. Avanti, lieber mal den Campi. Hey, Daddy, Barikante, war dir nicht so Hante. Wenn Mama na doch mal Kante ist, was denn ein No, dein Tante. Du hast zwar nichts zum Song, aber Mama hätte zu. Sie ist einerseits ein Schulto, aber Monster doch nur du. Und eigentlich nichts der Ruhe, doch dann packt die wieder Ruhe. Du findest jetzt nichts da und du dann bleibst der Hustenpulver. Geh zu deiner Mann, gib mit der Schuhe beim weil du findest es einfach schön. Der Bauch der Rentnerwesten mit den 1000 Taschen, ich kann anderen Farben nicht geben. Du hast nicht nur Licht in die Hosentaschen, nicht nur Licht in die Sicke. Seitdem Mama nicht mehr sagt, das ist da endlich 10 Putzen und ins Bett geht. Der Einliegerwohnung im 2. Stock und eine super schöne Kiel. Aber Kuchen trägst du nie, weil Kuchen, das ist nichts für dich. Die Bude wird der Quiz, nicht vermiet, wo kann man mal da hin? Selber Eizeng ist auch ein Schmarrn, weil das Bad ist noch nicht fies. Was ist ein Bürsten, was ist ein Butthahn und was ist ein Flederwicht? Du denkst spät, sie gegen Durst, weil im Wasser weht ein Fisch. Und dein Nosen hinterrist vom Schnee auf deiner Gletscherbrise. So ein Eckerli ist belächelt die, jetzt oder nie, rest in peace. Wenn da die Labertante von der Tagesschau beim ersten Wort steht dein Atem raucht, am Morgen den Muskel was macht, wenn gegen der Familienstand oder dein Samenstall. Und traust dir nicht mit einer Frau zum Rennen und sagst nichts mehr dazu. Dann wird Zeit, dass Boy was tust, das bleibst der Hustenpulver. Geh zu deiner Mann, gib mit der Schuhe beim die Zeit vergeht im Mund, schau mal auf Geh zu deiner Mann, gib mit der Schuhe beim die Zeit vergeht im Mund, schau mal auf Na 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 na
das war der Bur, der Hustengürtel Bur. Und jetzt holen wir mal unseren Burm rein. Mal schauen, ob den Gast, den ich eingeladen habe, ob der schon da ist. Aber jetzt mal, Servus Roland, Servus Manu, Servus Andi, Servus Winkelbräu, grüß dich, Servus, wen haben wir noch? Irmi, grüß dich Irmi, grüß dich Georg Stiegler, ja, habe ich deri. Schön, dass ihr da seid. So, jetzt haben wir mal rein, Winki, winken wir zurück. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So, Herr Borndl-Kramer, hereinspaziert. Wo ist er denn? Der Herr Kramer. Wir werden uns hier nicht lang aufhalten, Ria. Ich werde dich holen. Es ist dir aufgesetzt. Du, sei froh, dass die mal einer einlädt. Die will ja sonst keiner haben. Ich komme überall hin, wo ich will. Wenn die Zeit abgelaufen ist, komme ich. Und heute bin ich bei dir. Gut, dass du nicht rauskommst aus deinem Kastel. Ja, Herr Borndl-Kramer, das ist ein erster Auftritt überhaupt. Ne? Das war ja hart, dass ich sie rausgekriegt habe aus einem, ne? Da unten. Ne? Unten, ganz weit unten. Hölle TV und Ja. Himmel TV bin ich öfter zu sehen. Da kennt man mich auch. Sehr gut. Ich lasse mich nicht sehen. Ich komme nachts. Aber schau, was wir dabei haben. Ich habe jetzt extra Kirschgeist. Kirschgeist. Das sieht man da oben nicht gern, wenn nicht was anderes trinkt als man. Na. Trauma, dass du den sehr gern trinkst. In diesem Sinne, Prost. Prost, grüßt euch beieinander. Ich hab wirklich einen Kirschgeist, einen Kirschschwein halt. Es Super, war mir dass auf. Gern. Es- Mega. Bino, grüß dich. Ich habe jetzt schnell improvisieren müssen. Ich bin heimgekommen erst um 10 vor 11. Und jetzt haben wir noch schnell Bebanthen ins Gesicht geschmiert und Zeug. Und noch Ja, ein paar ich hab Sachen so. Baby-Oschcreme reingehauen. Wo hast denn die Baby-Oschcreme her? Die Dorschcreme ist so Kaufmannshaut und Kindercreme. Ja, Zinksalm hast du reingehauen. Genau, das ist ein Bebanthen und Benatencreme. Genau, Benaten, Oschcreme. Sehr gut. genau. Wir mich auskennen in der Kosmetik, gell? Ja, Wahnsinn. Ja, wohl sauer. Ja, sauer. Also, wie fühlt man sich als Borndl-Kramer? Ist das der erste Auftritt als Borndl-Kramer? Ja, aber ich bestehe schon aus einem kleinen Teil aus Borndl. Das andere ist mehr Volumen bei mir. Ja, Du bist halt nur am O-Lerner, weißt du? ja, genau. Das O-Lernt, weißt du, die Ja, weil Nachfolger. da oben gibt es nicht so viel Schweinebraten und Lebergas. Da habe ich mehr, nur am Arbeit des Mann ist auch nichts. Dann bin ich gerade wieder mal auf der Erde herunten bin, Mhm. auf ein Gläschen Kirschgeist. Was ist jetzt wirklich drin bei dir im Glas? Basentee. Blasentee? Nicht Blasentee. Hallo? Können Sie mir bitte einen Blasen und einen Tee bringen? Ja, Der Basen- Bierrauchei. Grüß dich. Du hast da die Säuren rein, weißt du schon, so richtig das Alkohol und ich mache da einen auf Tee. Allerdings im Oktoberfest Prost 2010, Lange. ne? Das waren auch noch Zeiten, oder Borndl-Kramer? Wie viel hast du denn seitdem schon geholt? Seit 2010? Seit 2010. Hä? Da, seit 2010, da ging eigentlich die meisten Musik runterbringen. Ganz selten, dass einmal einer raufkommt. Echt? Also Obi. Meistens geht's bergab. Ins Höhlenfeuer. Der Klaffi Andi hat geschrieben, seine Mama hat ein Bestattungsinstitut. Oh.
Ja, es war immer von mir ein Traum, dass ich so Totengräber so, weil ich wollte schon immer Tausende von Leuten unter mir haben. Mhm. Aber die könnten ja vor der Bühne auch unter dir stehen. Also es muss jetzt nicht unbedingt unter der Erde sein eigentlich, oder? Ja, aber die können mich aufpuhen und die anderen nicht mehr. Die haben auch Ausbut. Lange Servus. So, weil werde ich heute noch aller. Ihr Lieben. Aber solange ich da im Live mit dabei bin, braucht sich keiner fürchten da draußen. Aber er ist ja dann bei mir. Drum. Also ihr Genau. habt Zeit, weil jetzt kann euch nichts passieren. Jetzt könnt ihr, keine Ahnung, Schlittschuh fahren, draußen im Bad mit der Genau, also Weißt du, euch ist das jetzt nicht aufgesetzt. ne? Heute, jetzt, in dem Moment, wo der Bordelkramer da bei uns herin ist, wird nicht gestorben. Wird nicht Genau, die Sense kommt weg. gestorben. Aha. Also Bordelkramer, nur mal Prost in diesem Sinne. Ja, Prost. Freut mich sehr. Prost. Wir stoßen mit Kirschgas, ich mit der Gasmaß, da ist der Ja, Kirsch drin. mit der basischen, links getreten, Gasmaß. Links getreten, kreislich schmecken. Genau. Ja, also wir haben ja eigentlich, Herr Bordelkramer, wir haben noch eine Gästin eingeladen. Das ist die Erzengelin Michaela. Die heilige Jungfrau Die heilige Michaela. Jungfrau persönlich, genau. So was. Aha. Die Jungfrau Maria haben wir jetzt eingeladen noch heute noch. Also praktisch die, wo ja, mit Den- die im Prinzip auch viel korrespondiert. Genau. Den du Jungfrau geboren hast. Ne? Die tut immer beschwichtigen, aber du holst es dann trotzdem. Aber sie ist Chefin. Jetzt holen wir mal die Chefin einer, Heilige Maria. Herauf mit dir. Mutter Kernsee. Runter, komm mal runter. Wir haben ja heute das besondere Meeting. Ne? So schaut die Chefin aus. Schau mal, Bordelkramer. Ich sehe am Schauer nicht. Siehst du nicht? Na, der rödelt. Also ist er, ist er hinter die Kommentare versteckt oder hat er Ah, schlecht? er rödelt. Also ich sehe ihn tatsächlich nicht. Wo Ich sehe nur einen ist die schwarzen Bildschirm bei Chefin? ihm. Bei mir läuft alles einwandfrei. Ich sehe sie nicht. Traut sie sich nicht. Die hören noch nicht. Die ist ja gar nicht herin jetzt momentan. Ist die schon wieder abgestürzt? Nein, also ich sag die. Ich sage ja alle zwei. Ah, dann komm ran. Alle zwei sage ich euch. Ich sehe nur die Ria. Echt? Ja. Oder ich muss dich holen. Ja, aber radelt das Radl oder. Ja. Bei mir radelt nichts. Aber Mein- hörst du nicht? Ist sie da? Ja, ich sage ja alle drei. Ihr redet jetzt praktisch miteinander, aber keiner versteht. Ja, ich einander. bin nur, Genau. ich bin nur mal schnell raus. Ja, bis gleich, Bordelkramer. Aber komm wieder, gell? So, liebe Jungfrau Maria, ich weiß, Jungfrau. Jungfrau wirst du nicht mehr sein, das bleibt noch bei uns. Aber ich finde es mega, dass du runtergekommen bist. Endlich sehen wir dich mal live. Und es ist halt wirklich ein sehr besonderes Meeting, weil es hat noch keiner geschafft, Bordelkramer und die heilige Jungfrau Maria an einen Platz zu bringen. Große Leistung und die habe ich bestechen müssen mit ein paar männlichen Jungfrauen und einem Bordelkramer mit dem Kirschgeist. Ja, mit ein paar männliche Jungfrauen, genau. Musst du immer alles verraten. Ja, aber ich hab's zusammengebracht. Jetzt sehe ich die. Jetzt sehe ich auch. Jesus Maria. Ja. Das ist ja Du, ja, gut Satansbraten. ich habe mir nicht mehr eine Arschcreme ins Gesicht schmieren müssen und schaue genauso scheiße aus wie du. Ach, Krampf. Die heilige Jungfrau, die glänzt. Die goldene die- Kleid, der Bordelkramer. Und die in der Hölle so schöne Mädchen. Oh, Wahnsinn. In der Hölle. Hallo? Was? Meinst, Die du kommst nicht mehr rauf. so rum, oder was, in der Hölle? Was? Mhm. Treibt sie die heilige Jungfrau ab und zu in der Hölle rum? Sind da die... Nur. Aha. Nein, das müssten wir. Ja, das Thema interessiert mich, weil wir sind Ja. wir sind ja immer das Beste, ne? Also, Bordelkramer ist immer ehrlich. jetzt erzähl mal, was ist denn da unten so schön?
Man braucht kein Holz machen im Sommer, es ist immer schön warm. Aha. Naja, Ja, aber der Bodenhammer, der hat ja keine Gefühle. Also der ist ja kalt. eben. Innen und außen immer. Also wurscht, ob der kalt oder heiß ist. Ja, ich habe keine Gefühle außer Hunger und Durst als Bandelgrammer. Das ist das Einzige, was mich wärmt, ist der Geist. Prost. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Amen. Heini sagt, heilig ist da schon lange nichts mehr. Ja, Nein. Siehst du das nicht? Ich habe nur Bin euch. ausgeschalten. ich glaube, die kennen doch schon mehr. Nein, ich kann nichts Negatives berichten. Der Bordelgrammer, der Klausi. Nein, du hast uns Der Klausi, der hat zuerst schon geschrieben, ja, und den hat es auch so stark gestungen, dass er nicht auf Ding jetzt auf YouTube dabei war, dass er nicht zum Raufladen gegangen ist und so. Die anderen passt's, die anderen sind traurig, dass es nicht aufgegangen wurde. Mei. Also die dies- anderen verpixelt werden. Song, lieber Bordelgrammer, liebe heilige Jungfrau, das hier wird alles aufgezeichnet und landet später auf YouTube. Und auch Genau. jeder, der jetzt da mit uns Heiligen Dreien, also ich bin nicht heilig, aber ihr zwei irgendwo, korrespondiert, der landet früher oder später auf YouTube. Also, Wir fragen wir jetzt nur einen noch weiter vor und dann beschreiben wir vielleicht noch im Pod. nicht nackert und auch nicht sonst irgendwas konsumieren, was man nicht mitkriegen soll, zumindest nicht der Chef am nächsten Morgen, weil das ist dann auf YouTube und auf Instagram auch noch. Also, beware, passt auf, wenn es raufkommt, ne? Es wird gesendet. Richtig. Ich brauche jetzt auch einen Filter. Aber wenn ich wieder einen Filter mache, dann bin ich wieder draußen. Ja, Bina, bitte nicht. Bleib Ich lieber so wollte, ich hässlich. wollte mit die Herren machen. So schön geschminkt, wie du heute bist. Mei, die Lippen. Die war heute schon auf einem Sommerfest. Ja, Die heilige sicher. Jungfrau Maria. Aha. Heilige Jungfrau Bina. Immer. Du Das kennst ist- mich doch eh. Das ist der Tarnname auf der Erde. Der Tarnname vom Bordelgrammer heißt der Schauer. Den war ich schon lange aufgesetzt. Ja, wenn der Bordelgrammer kommt, da läuft mir ein Schauer über den Rücken. Weil der Schauer, der kommt, du kannst mit dem Buckel rutschen, weil der Schauer kann nicht bescheißen beim Kartenspielen und so. Der ist zu kurz, dein Rücken, da kann ich nicht rutschen. Aber breit. Was will Mei, das ist Wieder. Ein Looping. Das ist eine Hex. Das ist eine Hex, ich sag das. Das ist keine Jungfrau Maria, nein, nein. Na, hier ist am Buckel gerade sag gleich. Müssen wir noch denken. Ja, wo hat denn jetzt das Hacki so schnell herzaubert? Was das illegal in der Arbeit bastelt halt noch, hä? Ja. Nein, das habe ich ja für. Da ist so normalerweise, das ist so ein Rechner noch mit dabei und ein Dresch. Hör auf. Die abrissen noch schnell. Braucht kein Mensch mehr. Da muss so ein Hackel umgehen und so ein Hackel umgehen. Das, was du. Schau. Nein, das Deko. Das habe ich ja dabei. Zum Schwammerl. Die heilige bayerische Dreifaltigkeit. Genau. Domini Patri, Amen. Amen. Orbi et Urbi, heut auf ich bis ich Urbi. Amen. Amen. Nein, Amen. Prost. Prost. Salut. Kein, Und wo ist mein Host hier jetzt? die alten Weiber, also dann die Tafel müssen fahren. Brauche ein Host hier, wenn ich schon sowas Ich mache. bin Der jetzt mal Host. Frau Fesel, grüß Gott. Grüß gut, Frau Fiesel. Ihnen ist es auch aufgesetzt. Was habe ich da für einen Filter? So, genau. Also wir haben einen Heiligen Geist am Start. Einen heiligen Kirschgeist. Genau. Praktisch, ich kann auch mit was aufwarten. Das ist meine Dualseele. Ja, das schaust dir ausgewandert, gell? Ja, Die genau. Aura. Der schmeckt nämlich der Basentee nicht. Drum ist Ja, das möchte einfach jeder Was am wissen, wie das einmal Blasentee? dann später ist, einmal nach dem Tod, ob da wirklich rausgeht oder nicht oder so, gell?
Servus, Markus. Markus Kordig, waren wir zuerst nur auf TikTok, haben wir ihm zugeschaut. Weil Genau. die ist jetzt Doppelmoderatorin, die heilige Jungfrau Bina Maria. Du darfst aber nicht sagen, wie ich das erreicht habe, gell? Warum hast du die Nebentätigkeiten nicht angemeldet? Da ist das Nein, eben gedacht. nicht. Aha, da kommen die Insider-Infos raus. Das darfst du doch nicht. Ja, was haben Sie Mensch. denn für eine Nebentätigkeit noch? Ja, das darfst du nicht sagen. Hell beleuchtet von oben. Wir haben heute herausgefunden, oder gestern schon einmal, die Bina mag ja jeder. Nur die Bina mag nicht an jeden. Das stimmt doch gar nicht. Jetzt stell mich doch nicht immer so schlecht hin. Ah, zwei Mizis. Vorbei. Schwarz-weiße Katze vom Rechts. Da ist eine schwarze Katze. Heute ist auch noch der 13. sehe ich. Wo schickst denn du eine Karte? Bestätigt oder was? Hast Bei Treffel. du tu mal meine Pinatencreme vom Gesicht, aber Gott Ja, sei oder du machst einfach, dann siehst du das eh. Dicker, grüß dich. Traunrot. Ah, Traunreit. Stimmt, Traunreit. Bei der Dingerherrin ist auch von Tegernsee. Wisst ihr überhaupt, wo der Bahnprogramm herkommt, sein Ursprung? Ich habe heute den ganzen Tag Reportagen angeschaut. Der bringt von Tegernsee drunten. Und den ganz alten Teil haben wir heute angeschaut vom Bahnprogramm. Tegernsee, verreck. Ja, also im Prinzip ist ja die alte Geschichte, ne? Er kommt und holt die Seelen, Mhm. nur die, wo sterben, singen. Und dann gibt es aber den einen, der halt einfach, also der mit ihm halt sauft und Karten spielt. Genau. Genau. Und Das ist der so hat, der Brandner Kasper. genau. Und der hat ihn dann am Säckel, ne? Genau, der hat noch ein wenig ausgespielt als richtiger Bayer, so beim Kartenspielen. Ja, genau. Der Brandner Kennst Kasper. den großen Ober. Vielleicht kennen ihn Weißt groß. du? Der große Ober, den hat er gesagt, und wenn er dann in sein Heifeld oder die Karten abnehmen müssen. Und dann, wenn der große Ober dabei ist, muss er mitgehen. Und wenn er nicht dabei ist, dann darf er da bleiben. Und ich habe vorher weißt du, wie lange hast du schon her, Ja, dass ich den Film gesehen habe? Also, und die hat er schon weggeschoben. Die große Ja, genau. Ich bin ja Fan von den ganz den alten, vom Original. Den haben wir heute nochmal angeschaut. Auch. Weil der ist echt ganz gut gemacht. Ja. Und hast du recherchiert, wo der hergekommen ist? Also wer hat, es ist ja eigentlich mit dem, sind wir ja alle aufgewachsen. Brandner Kasper und der Bornl-Grammer. Das war ein Schriftsteller, der ist in Tegernsee unten gewesen und da hat er bei so einer Schmiede, hat der, das waren nur 5 Seiten im Brandner Kasper geschrieben. Und von da ist er halt dann weiterhin immer verfilmt worden und so. Also recht interessant, ich wollte es euch schon schicken, den Link, aber man denkt, ich seid sehr beschäftigt. Dino war am Sommerfest bei ihr, auf der Arbeit, wenn es gewiss ist. Heilige Maria geht zum Sommerfest. Ja, ich war Schirmherrin, glaube ich nur. Nein, beruflich. Schirmherr. Schirmherrin bin ich immer. Da wo es war ein Bier dann- gibt, bin ich immer Schirmherrin. Und ein Leberkatz, Hopfenland, grüß dich. Ja, genau. Ich bin Ein Riedel Schirmherrin. Sebastian muss auch grüß dich sagen. Der schreibt die ganze Zeit schon wie ein Wahnsinniger. Der hat mich heute mit dem Autofahren gesehen, dann hat er mir gleich geschrieben, ich habe das Handy im Auto liegen lassen, was selten ist. Ich glaube, ich habe die vorhin gesehen, ja, so viel ich was, Sebastian. Bevor du deinen Lachkrampf gekriegt hast oder danach? Das war da nach dem Lachen. Mit der Frau habe ich bei Naste schon wieder lachen müssen. Aber ich habe nicht mehr Kind, ich habe mich hinlegen müssen, weil mir schwindelig war. Und was war dir schwindelig, Bornl-Grammer? Vom Lachen, vom Weingeist. Ja, man denkt, der stickt beinahe. So ungefähr wie mit der Banane damals, Ria. Okay. Lieber, da steckt man am Kirschgeist als an der Banane, oder? Ja. Und was ist denn überhaupt gegangen? Was heute? Ja, in der Früh. Um den Kommentar. Schon wieder so viele Stunden dazwischen. Ja, Grüße fix. Die, wo meine Stimme hergenommen hat und ich habe so blöd kommentiert und Ja, hast genau. dann auch noch geschimpft. Du verstehst ja das, du arbeitest mit Demenzkranken zusammen, nicht ich. Ja. Du bist halt kognitiv schon eingeschränkt, das war ja schon. Schau, jetzt ist er Freeze. Ja. Hat Augenwackel noch. Ja, aber jetzt, weil jetzt zu dir aufgeschaut, in den Himmel, Ria. Im Himmel.
Also, ja, ich bin nicht im Himmel. Aber Ja, Spaß beiseite. Ne, Bordelgrammer. Was können wir jetzt machen, damit wir das praktisch noch auszögern mit dir? Weißt du, dass wir ein paar, also wir wissen ja nicht, du weißt ja schon, wann es für uns alle endet, aber wir wissen es nicht. Also du hast ja das ganze Background-Infos über uns. Was können wir jetzt machen, damit wir praktisch, wenn wir wissen, jetzt stehst du da, noch ein paar Monate rausschinden könnten. Weil meistens fällt einem dann ein, dass man was super erledigen müsste und dann fällt einem ein, was man alles nicht gemacht hat. wenn Ja? es die aufgesetzte ist, ist es die aufgesetzte. Wenn die Zeit abgelaufen ist, ist sie abgelaufen. Aber Kim, wir haben doch ausgemacht, so ein bisschen Kirschgeist, oder? Da muss viel Kirschgeist laufen. Ja, da musst du immer einfach eine Banane Das- geben, dann dauert es immer ein bisschen länger. Nee, wenn die Zeit abgelaufen ist, ist Zeit abgelaufen. Stimmt Ja, nicht. der für den Bordelgrammer also schon ein Fasselzug liegt. Weil mein Rosskarrenzieher steht auch schon draußen, der wartet schon wieder auf eine Fuhre. Ja, können wir doch nicht so einen Deal machen? Ja. Deal? Nimmst irgendjemand Soll die anders, der lieber einen Schwaben holen wie ein Bayer? Ja, also du nimmst tatsächlich erst die Preise, bevor du dann Bayern nimmst. Das ist Okay. ein Deal. Da müssen wir aber Österreich nur ein bisschen dazu kaufen, damit wir Bayern dann alle Platz haben. Das ist gar kein Problem nicht. Der Hopfenlandhaller da, der Simon sagt, sie fahren morgen um 5 Uhr in die Schweiz. Geil. Beim Kartenspiel scheißen. Ria, du bist ja der Woche auch vorgekommen, wie dein Ding auf YouTube rausgekommen ist, wie im Himmel. Ha? Deine neue Video-Single, CD, MP3, Schallplatte. Du meinst die digitale Song? Ah, ja, Und dazu- genau. Video, ja, genau. Habt ihr einen Radfahrer gefunden? Ja, weil ich darf ja nicht sagen, es gibt einen gewissen, ich habe noch gesehen, ich darf von den Minuten nicht genau sagen. Das hat mir ja unsere Freundin verraten. Weißt du schon, die wo jetzt noch nicht da ist, die Frau Höhm, der Fanpage. Von links nach rechts fahrt er durchs Battle. Mhm. War der eingeplant oder ist der so durchgefahren? Der ist also durchgefahren. Aber Den hole ich mir morgen, noch vor dem Frühstück. ja, der war halt, also es war halt der Toni, weißt du, der Toni, der fährt grundsätzlich immer durchs Battle, wenn man sowas trat. Und diesmal hat er sich halt sein altes Radl geschnappt und hat gemeint, so, jetzt fahren wir mit dem Radl. Nicht Ja, aber mit- das ist ja ein Firmengelände. Gell? Das ist ja ein Firmengelände. Ja. Ist Ja, das, der Toni aus der Halle da, den kennt ja jeder. Und der Radl, ach so, ja. der ist überall. Immer mit seinem Radl ist der parat, wenn irgendwas passiert, was Interessantes ist, ist der Radl Toni und er schafft es immer, dass er, also bei jedem Fotoshooting oder bei jedem Video, das immer hat er irgendwie einen Hax im Beutel. Hast du einen Stalker praktisch, dass der weiß, was du willst? Der Weil- Radl ist eigentlich Stalker von alle. Also Ja, von es gibt sicher eine Leute. bei uns dann, ne? Simon, du kennst den Radl Toni, gell? Der Hallertauer Hopfenland Simon. Der Radl Toni ist einfach, der ist immer, weißt du, hockst im Der ist, Biergarten. der ist auch ohne Instagram und Facebook und TikTok bekannter wie mir. Ja, total. Also, er ist ja schon zu alt für das alles, meine ich. Aber Radfahren kann er noch. Ich hätte jetzt auch einen Gedanken einmal gehabt für einen Gast und das war der Waldwolfi, da wo ich damals Ding davon geredet habe. Aber der hat auch kein Internet, oder? Nix. Der hat schon daheim einen Laptop, aber zum Beispiel ein Handy, wo halt nur Instagram geht, haut dann schon wieder nicht mehr hin. Der hat so ein Klappdings, der Bums, das hat er nur für Notfälle, weil es seine Frau angetragen hat, aufgesetzt. Und scheiße, weil der ist auch recht interessant. Ja, schon. Der Simon schreibt noch, im Pfaffenhofen am Friedhof steht am Eingang, merke, dass der Tod nicht zögert. Gute Nacht, in diesem Sinne. Ja, hoffentlich. Der kann heute noch kommen, das weiß kein Mensch, das ist das Gute, dass das geht und dass sich keiner was mitnehmen kann. Und wenn du so viel hast, sitzt die Heimat auf ein Taschen. Thema Hocker da, ganz genau. Gibt kein Letzte Doppelding. Hocker da, Ich brauche so wieder Joli Roth. Da fragt er, Heiligenschein was mit ist der Blende. bayerische
für die hätte ich jetzt auf TikTok einen gefunden, Ria, der jodelt, der hat eine Jodelschule. Geil. Und der jodelt wirklich gut. Das ist ein geschickter Bursche. Und der Österreicher. Muss ich da mal einen Link schicken von deinem Buch. Bedingt. Oder dir, Pino. Oder auch die Ria. Nein, Batterie. wir müssen jetzt erst einmal noch ein paar Feiern machen und dann Oh, was müssen wir? Der ein paar Borndelgrammer. Feiern. Also, Also feiern. was für Nationalität hat denn der Borndelgrammer? Borndelgrammer und er ist ein Bayer. Er ist ja wieder Grantler und so und es ist eigentlich von der Nationalität her ein Bayer. Ja, sicher. Ah, ja. Und es gibt da den ganzen Borndelgrammer auch in verschiedenen Sprachen, selbst wie für Tina waren praktisch in anderen Dialekte. Ja, super. Also ich bereite mich schon aber vor auf unsere Sendungen, auch wenn wir es aber ganz kurzfristig machen, weil was es wenn gibt. Ich habe ja Zeit immer. Ja, du hast den ganzen Tag Zeit, gell? Du hast den ganzen Tag nichts anderes, als wir nur in einem Whirlpool umeinander handeln. Ja, da haben sie mich gestern nicht gespielt über die Nacht. Oh, wer war denn da schon wieder da? Hat Ja, der das, Borndelgrammer wieder eine kalte Wasserleiche, hä? Bei dir drin? ich lieg drin, mach die Augen zu, da ein wenig entspannen. Brigitte, komm nicht mehr raus. Erst in der Früh haben wir mich befreundet um 9 Uhr. Zum Glück, es hat die ganze Nacht geregnet, ich bin nicht nass worden. Du, ich hab mal gedacht, heil den ganzen Tag jetzt war, warum das so Gib mir grüß dich. ausschaust. Die gebe ich gleich aufgeschwollen. Das ist so nett. Das ist immer so nett zu mir. Ich weiß nicht, warum da ich die Freundin nennen kann. Was schreibt der Roland? Kommt's mal an die ganze Rollstübel? Ja, der Roland, das wird nicht mehr lang dauern, schauen wir mal an zu dir. Borndelgrammer kennen, oder? Vielleicht machen wir mal einen Urlaub, Pina. Fahren wir mal hin. Ich Ja. mit dir in Urlaub. Da ich gerade den Tegernsee, ich sogar Wildreis von dir weg. Da können wir Ja. umschwimmen. Aber ich mit dir in Urlaub. Aber nein, dann sagen wir halt Ausflug. Du, aber was wir kannten ja mit dem Boot Sie hat wieder ihre Ernstzeiten, der Teufel. Das hat sie wieder gar nicht mitgekriegt. Doch, ich hab das extra Den gemacht. Heiligen Jubel Ich hab daraus. das extra gemacht und ich hab gesagt, ich brauche da so einen Heiligenschein und die Herndl hinten. Heiligenschein passt gar nicht zu dir. Hey, Josef, grüß dich. Josef ich Snigge. sag nicht, dass ich nicht einen Heiligenschein hab. Schein. Ha. So an alle neuen Zuschauer, grüß euch. Wie ihr seht, ich habe zwei ganz besondere Gäste haben wir heute bei Bayern Power Podcast und zwar exklusiv am Borndelgrammer und die heilige Jungfrau Maria, die jetzt heute gebaut ist. Solche Gäste hat noch nie jemand da gehabt. Ich Nein. habe auch eine Dualseele aus mir raus katapultiert, weil die nämlich keinen Basentee trinken möchte. Von dem her trinke ich nicht verloren. Meine Seele schaut Nur zu. Ja. Du jetzt da ein Koken oder was? die Chelsea. Nur auf der Erde ist die Sonnenstrahlung so sehr, dass sie schon direkt ein bisschen braun wird wieder. Du mit deiner Arschcreme im Gesicht. Das Und ist ich, kein möchte Arsch. nicht, und ich möchte nicht wissen, wo er zuvor die Creme hingeschmiert hat, bevor er sie ins Gesicht geschmiert hat. Hämorrhoidenzeug. Prostata-Massage. So ist es unzeitig ausgesprochen. Prostata-Massage. Na, Gramm. Massage. Es ist ein Penatencreme, das ist bei uns nicht Arschschmier. Die kaufen wir uns halt und Kindercreme ist Arschschmier. Die, wenn ich schmeckt, dann denke ich aber in Kindheit zurück und sage, viel Teufel. Klaffi, grüß dich, Heiligenschein, MFD, Ja, KK. Also, Borndelgrammer, ich habe jetzt einen Gast für dich. Wir haben ja gesagt, du nimmst uns nicht mit, aber dafür Den Klaffi den kann ich auch nicht mitnehmen, der ist mir auch zu schwer. Da zieht mein alter Heiter nicht. ich habe einen für dich, schau. Den kannst du mitnehmen. Hoffentlich kommt jetzt einer, aber sonst. Komm herein, traue dich.
Der Heiligenschein verwandelt sich. Das mag er nicht. Ich hab jetzt Schiss. Ja, wer ist Angst. denn da? Der Maxi Stadler schaut zu. Die heiligste der Faninnen. Die Wer ist der? Leonie. Die Servus. Leonie. Leonie, wo sind die Herzeln? Den 2 Ja. Kilo Fleischfresser hätten wir auch wieder da. Das Einhorn. Aber Instagram steht nicht auf Einhörner. Nein. Ist das jetzt der Heini zum Beispiel kein Preis für die? Doch, der Heini ist auch ein Preis für mich. Aber der mag Aber ich mag Wenn ich das tatsächlich, nicht aufgesetzt ich mag tatsächlich keine Schwamm und keine, die wo sechseln. Das, 16? ja, die wo sächsisch sprechen, die mag ich einfach nicht. Ist verboten im Himmel. 16. Ja, die kommen sowieso irgendwo anders dahin. Weder in die Himmel noch in die Nur Hölle. die Pfarrer 6. Ja, wie Tiere. Hab ich Dir gleich. ist das auch aufgesetzt. Aber die Ehre. Grüß dich. Hey, heute einmal. Nicht oben, unten, ohne. Nee, ich war unvorbereitet das letzte Mal. Da hast du einen Schwab. Ordentlich Ja, Hammer. die mag Ein Franke. Ja, Franke. Franke. Ich bin der Franke, ja. Ja. Das Gleiche. Nein, Druck Franke getan. oder Schwab ist was anderes. Dass wir heute nicht abhacken. Der Damit, Schwab geht auf, jetzt habe ich einen Franke aufgelassen. Ein Franke ist ja in Ordnung. Also Ja, Klaus, aber Ja, das Glück denk heute. einmal an Söder. Den ist es sehr bald aufgesetzt. ich sag nichts, ich bin beim Start. Nein, Als weil die irdisch- Franken, weißt du warum? Als irdische Person werde ich das nie sagen, aber als Bandelgrammer darf ich sagen. Weißt aufgesetzt du, sind. Bordelgrammer, was gut ist an die Franken und was wirklich gut schmeckt, ist ein Bratwurstkek. Das stimmt, da haben Sie Also, ihr recht. könntet die Bordelgrammer mit einer Bratwurst bestechen. Ja, Ne? Bratwurstkek. Bratwurst Was ist- nicht. Also Was ist ein Kek? Bratwurstkek. Tja, Also beim Klaus, den kannst du auch nicht mitnehmen, weil der hätte auch schon, ne? Da brauche ich neue Pferde. Zugpferde. Wenn ich vorne oben sitze und der Klaus hinten liegt, kommen wir nicht drauf. In den Himmel müssten wir runter in die Höhle. Da ist sehr schöner Klaus. Tja, ein Bratwurstkek kannst du aufs Brot schmieren, zum Beispiel. Das ist jetzt wie Das Leberwurst. weiß man. Wie eine Leberwurst. das gibt's immer beim Metzger am Samstag bei uns. Aha. Ja, Jetzt wie die Doktorfrau Ist super. Metwurst. Genau. und die Baggers. Wie ist es wie in Österreich, die Bosner? Ein Dreiner Weckle. Das sagt sie, ein Dreiner Weckle. Drei Weckle sagen 3 Rostbratwürst in einer Semmel drin. Ja, das sind Dreiner Weckle. Das Ja, sagt was Brötchen, wir er, sagen Brötchen. sagen immer Waltraud und Mariechen. Das sind Und die zwei. was sind Baggers? So, Ein jetzt musst Grobbraten. nein, jetzt musst du Start sagen. Bagger, Baggers. sind wir uns auch Baggers. Was ist denn ein Bagger? Wie bitte? Ein Baggers. Ein- Eine Wurstart. Baggers, na. Das Das sind so, so aus Kartoffeln. Die Reiberdatschen. kleiner wie die Franken. Ah, Weiber. Genau, die Reiberdatschen. Gibt's einen Himmel nicht. gibt's nur Manna. Bitte? Nur Manna. 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 Pipi, pipi. Ich weiß nicht, der Chef wird schon was anderes zum Essen kriegen. Aber ich nicht. Was kriegt denn der Chef so da? Der, glaube ich, hat das Paradies auf Himmel. Ich bin der Unterste, ich bin nur Angestellter. Ich habe jetzt wieder ein Leiharbeiter, bin ich ja da nur. Ich darf ja nicht einmal ins Paradies. Nein, ich sehe es ja nur immer bis zu der Pforte, wenn es abgibt beim Ja, Petrus. du weißt ja, warum das nicht ins Paradies darfst? Weil man weiß ja nicht, wo du dir einen Apfel hinschiebst. Ich verstehe das so schlecht. Seid an die Grüße. Ja. Was hat denn gesagt? Wiederhole bitte. Wandergramm hat das nicht gehört. Der ist Also- im Kopf.
Verstehst du mich jetzt? Also, Prost. Ob du mich jetzt verstehst? Ja, so hast du wieder deine Dinge. Weißt du, warum, dass du nicht ins Paradies darfst? Weil ich keinen Apfel mag. Weil man nicht weiß, wo du dir den Apfel hinschiebst. Aha. Aha. Ich komme heute noch. 15 Minuten hast du noch. Es reicht, wenn du erscheinst, du brauchst nicht kommen, Herr Schauer. Wir sind wegen den Weibern aus dem Paradies geflogen. Nicht wegen die Äpfel. Paris. Ja, aus Paris bist du geflogen. Ja, super. Ja, der Kirschgeist, der wirkt schon. Naja, Geist. Man sieht's. nee, bald nix. Nee. Sie hat nur ein bisschen gerödelt bei mir und darum ist das so schwer durchgekommen. Ja, du hast jetzt erstmal überlegen müssen, was du überhaupt antwortest. Dieser Nein, Podcast, ich verstehe Da dich bin nicht. Da ist der Bondelgramm spontan. Der Bondelgramm ist da sehr voll spontan. Ich kann ja auch nicht irgendwie, kann man dieses jetzt aufgesetzt, ja, kommst du mit? Und dann sagt er, nein, dann brauche ich gleich eine Antwort. Kann ich auch nicht Und sagen. außerdem sind Franken keine Preisen. Franken. Stimmt. Ja, warte Nee. nach die Schwaben. Aber Preußen liegt nebenan. Da wird nichts müde. Bei Franken ist das Beste. Da gibt es die besten Lebkuchen, da gibt es alles gut. Richtig, die Nürnberger Lebkuchen, ja. Du, die redet aber seit die zwei Weiber seit die kennen, Klaus. Du bist ja noch da. Ich hab nichts mehr zu Ich habe tun. das kurz nicht verstanden. Ich habe da kurz nicht verstanden, Herr Schauer. Ich hab Weil mich gesagt, was kennen? seit dich die zwei kennen, bin ich nur noch mehr Nebenrolle. Mhm. Du bist Ja, die beiden hübschen Damen sind doch sowieso der Höhepunkt der Live-Übertragung, oder nicht? Also wer einen Höhepunkt bei der Live-Übertragung hat, das will ich auch nicht wissen, ne? Also ich mag den nicht mehr, Klaus. Brauchst nicht mehr schreien. Jetzt bin ich Wandelgrammer beleidigt. Na. Und zur Werbung brauche ich jetzt. Na. Interessiert mich gar nicht mehr. verteidigt, jetzt holt er uns alle. Jetzt passt auf. Ja. Grüß dich. Ihr habt den Zement wer schon gut abgemacht, ja? Habe ich Ja, gerne was? Gurkenhirs. Wo ist der Gurken hier? Ja, der Gurken, hier ist grüß dich. Wir wollten heute ein bisschen ernsthafte Gespräche machen, Ria, oder? Oh, stimmt. Ja, aber wir haben extra die Heilige Maria eingeladen, damit wir praktisch die Ernsthaftigkeit ein bisschen in einen Humor verpacken. Ne? Ich habe mir heute seitenweise Geschichten aufgeschrieben, wo sie verzeihen wollte, oder? Schlechte Momente, gute Momente. Ich kann jetzt wieder in die Tonne klopfen. Na, vielleicht reicht es einmal für ein Bühnenprogramm. Was sagt der Heini? Ich reiche Taschentuch. Für wen? Ja, für Ja, den ja. Höhepunkt. Für den Höhepunkt. Da gibt es einen Vierhang, Also den Vorhang. Hey, ich bin sowas von heilig. Haha. Mhm. Ja, nein, ich kann nichts dagegen sagen, aber Alkoholkonsum und sowas und ja. Bist du schon mal dem Tod entronnen, Klaus? Bist du am Born Wie bitte? die Lappen gegangen? Ich habe nicht verstanden, das kann ich gar nicht. Bist du schon mal dem Tode entkommen? Bist du dem Borndelgrammer schon mal ausgekommen? Ja, ich habe eine Herzoperation hinter mir. Ich habe 2 künstliche Herzklappen. Wow. Hm? Erinnerst Mhm. du den Borndelgrammer? Bist du neben ihm gestanden und der hat dich weggeschickt oder was? Ja, Ja, Die ich bin Maria hat weggeschickt, die ja. wieder auf, die weiterboxt. Ja, gesagt, geh nach Hause, schau, wo du herkommst. ja. Das ist halt das, man weiß halt nie unheilig, genau. Man weiß halt nie, wann die Zeit zu Ende ist. Das kann bei jedem Heiten sein. Ja. Ja, genau, das kann überall sein. Genau, und egal, was bist, wer es bist, was du hast, ist egal. Wie heißt Im Borndelgrammer. du schön trinkst, stirbst, trinkst nicht, stirbst auch. Das heißt,
sauf's nicht, gib's da. Oder wie? Es, Ich weiß nicht sagen, weil wenn meine Chefin mich dann mal sieht, dann sagt sie wieder, es gibt da weh mehr Ich bin dann alte sowieso auch Säufer nicht gut. wie alte Ärzte und so. Also man kann sich ja nicht alles verbieten, man sollte ein bisschen leben auch. Weil am Leben ist ja das Wichtigste, das Leben und nicht einfach nur das Hirse. Nicht nur die Abstinenz, gell? Ja, man soll das Leben genießen. Ja. Das, wo früher vielleicht die Eltern eh nicht so Kind haben oder Großeltern oder so, weil es einfach noch ein Krieg gar nicht so gegangen ist, weil sie schauen müssen haben, dass es wieder irgendwie weitergeht. Aber wir haben jetzt wieder, uns geht so gut, da wir wieder mal schauen, da wir uns ein bisschen ums Leben auch kümmern können und nicht gerade Geld und Fame und sowas zählt. Das stimmt. Und der Klaus, Luxus war für mich einmal das Handy zu wegzulegen. Kann ich nicht. wie bitte was haben Sie nicht? nein, ich wollte den Klaus noch was fragen, aber die Verbindung ist immer so zu spät. Ja, das ist zu spät, ja. Was haben Sie denn auf dem Herzen, liebe Frau? Ja, also ich wollte dann fragen, also auf dieses Erlebnis hin, wo sie den Tod weitergehauen haben, also weitergeschickt haben. Irgendwann kommt er ja, aber da ist er dann. Irgendwann kommt er, ja, das war eine schwere Diagnose. Ich habe keine Luft immer gekriegt und dann bin ich nach ein paar Neustadt, habe mich dann operieren lassen und da war ich dann wirklich 10 Tage auf der Intensivstation gelegen. Und genau, du hast praktisch dann den Tod weitergehauen, weil du hast es ja überlebt, sonst warst du jetzt nicht da, was total schön ist. Und Ja. hast du dann daraufhin irgendwie hast du da einen Schalter umgehauen? Hast du gedacht, so, und jetzt mache ich das, was ich schon immer machen wollte, oder jetzt rauche ich nicht mehr, oder jetzt mache ich, also hast du irgendwas verändert daraufhin? Oder nicht? Ich sauf nicht mehr so viel. Nur noch die Hälfte. Ja, ein bisschen Lebenssinn muss ich auch noch, also ein bisschen erfreut, ne? Ich habe aber auf der Intensivstation auch noch mal ein halbes Bier bekommen. So ist recht. Ja. Genau. Ich sage immer, es ist scheißegal, wie gesund dass du lebst oder wenn nicht gesund dass du lebst, wenn der Zeit abgelaufen ist, ist es einfach abgelaufen. Es sind schon Sportler Ja. gestorben an Lungenkrebs und so. Ja. Meine Eltern sind oder meine Mutter, wenn du da wegkommst, ist da der Stempel schon gesetzt, wenn du zum Gehen hast und so. Richtig. Und ob du jetzt ein guter Mensch bist, ein schlechter Mensch bist, das ist, wenn es vorbei ist, ist vorbei. So ist. Genau das ist richtig. Vorbei ist dann vorbei. Genau. Du erlebst einen Schicksalsschlag vielleicht in deinem Leben, aber Naja, ich bin ja hier neu bei Instagram. Ich bin ja schon circa ein Jahr da, aber naja. Den Herrn Schauer da, sein Humor liebe ich halt. ja, Danke. Ich bin eben ein humorvoller Mensch. Und sagst- dich lieben du sie sagst jetzt immer- auch schon. wir sagst immer, Schauer, Bitte? wer nicht raucht, sauft oder Ja. schnupft, der Wenn nicht sorgt. raucht, sauft und schnupft, der sorgelt, genau. Der sag ich. Und so ist. Das glaube ich eher nicht. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube sowas nicht. Wir haben eine gehabt in der Ortschaft, hat jeden Tag die Zigarette geraucht, ist 90 geworden. Ja, es ist aber egal, wie es gibt viel mehr alte Säufer wie alte Ärzte und so und Und die Ärzte saufen auch. ja, genau, das sind vielleicht die nehmen noch andere Sachen, was sie sich Der verschreiben. war so dick. Ja, genau, und er hat gesagt, du musst dringend abnehmen. Ja, Herr Bandelgramm ist doch logisch, schauen Sie aus, Sie haben ein Übergewicht, rauchen Sie, trinken Sie. Ja, da haben wir sie ja schon. Also ich mir weiter so nichts, ja, bin ungeschnackelt, mir tut das Knöchel Ich weh. sag tatsächlich, Ja, da haben wir es schon wieder, das ist das Gewicht. So genau, ich bin vom Bett runtergefallen. wir haben tatsächlich eine im 4. Stock bei uns auf Arbeit, die ist 107 Jahre alt. 107. Die hat ihr Lebtag lang geracht, die hat ihr Lebtag lang immer ihren Alkohol getrunken. Und die ist wie ein Einser. Tatsächlich. Wir haben ein Thema,
Bornsel Kramer und der Kerschgeist. Wer bist der Bundesheeresminister? Wie ist das Der Kerscheit gehört. abgesetzt? Entschuldigung, bin ich jetzt heute wieder unterbrochen. Nein, das Aber- passt schon. Aber hast du es gehört? Oder habt ihr es gehört? Ja, mit 107, Genau. Die ist 107 Jahre alt, die raucht, die hat gut, jetzt raucht es weniger, aber die hat immer geraucht wie ein Schlot. Die hat auch immer ihren Wein getrunken. Die lebt Ja, immer noch. aber im Mosen wahrscheinlich. Nein. Super. Hä? Und der Bordelkramer mag es nicht und sie mag eigentlich schon lange nicht mehr und die ist 107. Die hat den Bitte? Ersten Weltkrieg mitgemacht und die hat den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Und du wirst Das habe einmal ich leider nicht, aber die eine Corona-Zeit Erfahrung da die holen wird. Was? Was hast du gesagt? Den Ersten Weltkrieg habe ich nicht mitgemacht und den Zweiten auch nicht, aber die scheiß Corona-Krieg. Ja. Corona-Zeit. Aber es ist so interessant, wenn du jemanden hast, der wurde vom Ersten Weltkrieg live erzählen kann und vom Zweiten Weltkrieg. Also wirklich alles. Und ich finde Ja, ja. das so interessant. Aber der Bordelkramer mag es nicht. Und sie sagt jeden Tag, hallo. Ist der geistig nur voll fit, oder Die wie? ist voll fit. Die ist absolut fit. Und das merkst du gar nicht glauben. Wir müssen mal filmen und die Lebensgeschichte erzählen lassen. Das wäre doch geil. Ja. Die hat eigentlich voll die traurige Lebensgeschichte. Ihre Tochter, die ist in die Renten gegangen. Das ist voll lustig, aber die ist in die Renten gegangen und dann hat sie Krebs gekriegt. Mhm. Und ihr Sohn ist tatsächlich schon, ich war nicht 280 ungefähr. Das ist Wahnsinn. Aber die Schwiegertochter wollte es nicht mehr daheim haben und sie hat ins Heim müssen. Und sie Ja, möchte so sind sie unbedingt, und sie möchte unbedingt einfach nicht mehr leben. Und das Geilste ist, das absolut Geilste ist, da wo ich meinen vollsten Respekt vor der Frau habe, die, wenn stirbt, dann kommt die quasi, lässt die ihren Körper zu wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung stellen. Warum es trotz Taufer und diese ganzen widrigen Umstände da zu Kriegszeiten so, Ja. so zach war. Die Aber ist ich glaube, brutal. das ist ja ganz viel der Kopf, meinst du nicht? Wenn die Ich so eine weiß starke. Die möchte, ja, die hat eine brutale Willensstärke, aber sie mag einfach nicht mehr. Sie mag tatsächlich nicht mehr. Sie sagt, die ist im Mai 107 Ja. geworden und sie sagt, warum mag der mich nicht? Warum kommt der einfach nicht und holt mir einfach? Dann ich sage immer zu ihr, du hast vielleicht eine Aufgabe in da herin noch nicht erledigt, du hast noch irgendwas, was du vielleicht noch erledigen musst. Er mag es tatsächlich nicht. Die ist fit wie ein Turnschuh. Das klappt sie nicht. Die hat ein Gedächtnis, die weiß nur alles, die ist nicht kognitiv oder irgendwas, verstehst, eingeschränkt, die weiß alles. Und körperlich noch fit? Hast du Beschwerden oder ist die fit? Also die ist fit, die hat mit, was weiß ich glaube mit 27 einen Fuß amputiert gekriegt. Das stört sie nicht, die läuft beim Rollator. Das, Bino, Beine, die nimmst das nächste Mal am Kermsee mit. das ist Die ganze im Pavillonaufbau. Und tatsächlich wohnt ihr Bub so Fluglinie 200 Meter von mir weg. Krass. Das ist Wahnsinn. Wirklich. Cool. Ja. 110 wäre ich nicht, also mit meinem Herz. Ich mag auch nicht so alt werden, aber wenn ich so fit bin wie die, dann mag ich so alt werden. Okay, gut. Bilder. Jeder will alt werden, aber keiner mag alt sein. Du, ich mag tatsächlich nicht alt werden, wenn ich nichts mehr weiß, wenn ich echt, weil Aber ich, dann weißt du es ja nicht mehr. Das wissen ja, wir aber nie. aber ich sag immer, wenn ich nichts mehr weiß oder das Vergessen anfange, mag ich nicht mehr. Dann bitte ist meine Zeit zu Ende. Mir ist ja das wurscht. Aber wenn ich so fit bin, nur mit 110, dann wäre ich nur 110. Eine Alte hat es gerade geschrieben und das stimmt. Eine alte Frau, wie meine Oma, die hast du nie jammern gehört. Und die Jungen, die werden sich heute eine Impfung kriegen, dann können sie schon immer arbeiten, weil da Ja. haben sie Das schreibt der Tatsächlich. heute. echt krass.
selber jetzt schauen da, wenn du so du lebst weh. Ja. Also ich habe die Impfung gut vertragen. Also ich habe einen Tag Urlaub genommen, also ja, und ich habe sie gut vertragen, bin echt da wieder auf der Arbeit. Mhm. Nee, mir jammert man, das gehört so in Bayern mit dazu, das Granzeln und über alles ein bisschen schimpfen, aber im Endeffekt müssen wir so stark zufrieden sein. Christbaum, Bäume, Ja. Bauer, grüß dich. Christbaumbauer, Servus. Altenbeck, genau. Ja. Seit wann? Seit wann kann man Christbaum bauen? Christbaum Bauer haut sein Berg, lese mal. Christbaum Bauer. Ach, Bauer. Da hab ich- Bauer. Ich hab verstanden, bauen. Das ist der Name. Da habe ich letztes Jahr mit einem Spätzl von mir das Weihnachtsvideo drauf gehabt, wo ich mich als Christbaum einpacken lassen habe. Ja, der Mama kennt die leider nicht mehr. Ja, vom Roland hat er geschrieben, gell? Seine Mama kennt ihn nicht mehr. Das ist halt schon auch krass, gell? Ich finde es, ja, aber es ist einfach. Aber vielleicht geht es ihr ja gut in ihrer Welt, weißt du? Also, Ja, Das denen geht's tatsächlich gut in ihrer Welt. Die Mhm. meisten, so wie es. Ich hab so aber ganz normale Leute, bin noch bei, Ja, wir sind einfach eine geschlossene Abteilung quasi, die sind, entweder haben es totale Demenz, dass einfach Weglauftendenz haben, quasi, die laufen irgendwo hier, finden immer heim und dann suchst du das so, wie es in den Nachrichten immer ist. Oder wir haben tatsächlich auch einen, der ist 34, also noch nicht so alt. Der hat seit seiner Jugend so viel Alkohol und Drogen konsumiert, dass er einfach von der Psyche her gar nichts mehr weiß. Also es ist unterschiedlich. Dieser Zeit. Sowas gibt's auch. ja. Also, krass, so Matt. Dann ist Aber die der war- 107-jährige Also- nicht bei dir auf der Station zum Nein, ich Beispiel. habe ja gesagt, ich glaube, die ist im 4. Stock. Die ist im 4. Stock. Und du bist ganz unten in der Hölle. Bei Ich der bin- Nummer uns. Ich bin genau ganz unten in der Hölle. Aber mir gefällt es da und ich mag auch, glaube ich, im Moment nichts anderes, weil ich finde das Hm. eigentlich interessant. Weil man sagt immer, also mir tut es persönlich echt weh, wenn so wie letztes Jahr man seine Mama abgibt, also beziehungsweise sie muss ja da hin oder was weiß ich was, weil das eine geschlossene Abteilung ist und man gibt es genau an Heiligabend da hin und das tut mir persönlich echt weh. Also ich finde sowas. Aber das ist schon einfach nur ab. Es geht halt einfach nicht. Jetzt, wenn mit meinen Eltern, was war, ich kann auch nicht sagen, ich kann jetzt meinen Beruf aufhören und alles, gerade da ich drum fliegt, da bleibt Nein, da nichts anderes. ja, ich weiß nicht. Du musst aber ja nicht nicht, einfach, dass du musst, das weiter. nein, Auch du musst deinen Beruf Film. tatsächlich nicht aufhören, weil es gibt tatsächlich sowas, wenn du in der Arbeit bist, daheim sind, bei dir aufpassen und es ist ja nicht so, dass die alles vergessen, sondern die haben auch teilweise echt lichte Momente und dann ist es echt traurig, was sie dir so teilweise verzeihen. Und die sagen dann immer, ja, keiner besucht mich und keiner mag mich nicht mehr und so fühlen sie die eigentlich des Öfteren. Die fühlen sie wirklich abgeschoben. Und auch wenn es okay, dann kommt, was weiß ich, der Sohn, die Tochter und sie kennen es einfach nicht, ist auch klar, gut, dem Gegenüber tut das auch weh, aber es ist einfach die Krankheit und ich muss aber trotzdem so viel Stärke haben, mich da hinsitzen und auch wenn mir die Person nicht kennt, mit der da reden. Und das deren viel Leid nicht. Die sind abgeschoben und dann ist das in Ordnung. Ich habe Genau. Ballast weniger und dann war es das für mich. Ja, können wir auf Geburtstag einmal Pralinen schicken oder vorbeibringen lassen. Das ist sicher, Nicht einmal, sondern ist traurig. es ist wahnsinnig traurig, weil sind nicht mehr Blumen oder Pralinen zum Geburtstag, ist es gar nichts, sondern es ist dann erst was, wenn es heißt, hey, wir haben die ins Krankenhaus schicken müssen, weil das war dies und das. Ja, was habt ihr gemacht? Ihr habt nicht aufpasst, ihr seid schuld, bla bla bla. Da kommt halt das einfach dann wieder außer.
Aber Und ich kümmere mich das ganze Jahr nicht um meine Mama, um meinen Papa, aber Hauptsache ich kann euch da eine einwürgen. So ist es. kurz vorm Sterben kommen sie dann noch, oder was? Nee, Oder wenn sie jawohl. gestorben sind, sind es Nein. die Ersten, die man kriegt. Und das geht Kennt man oft nicht, schon weil auf der die Beerdigung. Du kannst dir das nicht vorstellen, wie viel das da sind, die einfach allein sterben. Wenn wir nicht da sind, da hatten die allein sterben. Ja. Ist so. Das ist schon krass, gell? Da hast deine Eltern ziehen die auf, Richtig. ja, die reißen sie in den Arsch auf, sind für die Richtig. da, die in den Arsch aus, denen die Windel wechseln, helfen Ja. da in der Schule und so weiter. Gut, es gibt auch andere Eltern, aber größtenteils, die wo ins Altenheim kämen, haben einfach ihre Kinder liebevoll wahrscheinlich aufgezogen und so weiter. Und dann ist halt am Schluss so, dass die Kinder sich da nichts scheißen. Also, Genau, die sagen dann bloß zum Schluss, ist gestorben, okay, ihr seid schuld, ihr habt es alles gemacht, aber was ist da noch da? Hm. Das ist. Genau. Warum hat das jetzt so viel gekostet? Genau. Habt ihr das da nicht viel abgezogen? Das ist nicht im Altersheim nur so. Das ist im Krankenhaus genauso. Ich habe ja auf der Intensivstation gelernt und bin da. Ich meine, das ist genau dasselbe. Das ist. Sind Sie Krankenschwester? Ja, ich bin gelernte Intensivschwester. Ach so. Das ist Okay. echt, also ich finde das so traurig, dass die Menschheit tatsächlich Das teilweise ist aber so ist. selber ein bisschen ein Pflegefall. Ich bin sowieso ein Pflegevoll von Haus aus. Das ist wirklich so, das ist echt traurig. Wenn ich irgendwas sage, dann ist der Ton immer so stark weg. Mhm. Wir am Land sind wir mehr wirklich nur so aufgewachsen, die Eltern haben uns gepflegt oder aufgezogen. Und deswegen ist dann auch so, dass du dann einmal älter kommst, solange es geht, dass du das nur schaffst. Und das hat man einfach so im Kopf drin. Weil ich sage weil so spaßeshalber, ich hab's uns gerade als Altersvorsorge, als Alterspflege auf die Welt gebracht. Sage ich ab und zu mal Spaß ein wenig, weißt. Aber es sollte einfach so sein. der Gerade Roland in hat der Gruppe. 12 Jahre seine Mutter pflegt. Mhm. Der Roland hat gesagt, geschrieben, er hat 12 Jahre seine Mutter daheim pflegt und der Holzi schreibt, wo hast du gelernt, Wiener? Ich habe im Krankenhaus gelernt. Wo? Was für ein Krankenhaus? Passau. Na, Kermsee, Richtung Kermsee. Komm in Oberbayern. Da Genau, in drüben. Oberbayern, was ich kam. Hast du gelernt. Nein, in Traustor. Traustall, cool. Genau. Ja, also ich glaube, da sind viele im Altenheim, die sich wünschen dann, ne, Bordelkramer, komm bitte schnell vorbei, weil Mhm. ich will Oder mal dann als Nikolauskind an Weihnachten oder so, oder als Clown, Ja, Traustor. Traustor. Das ist dann der Nachbar von dir fast, gell? Fast. Der dicke Nein-Neizer. Du Ja, darfst ich- kurz was Ja. einwerfen, klar. Darfst du immer was. Aber ich muss schnell aufs Klo. Beide? Ich möchte mich mal bedanken für die Einladung. ja, Ich muss langsam Schluss machen. ja, lieber Passt, kein Problem. Danke Passt. fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass wir mich nicht abkacken, damit wir es raufladen können, gell? Flaffi. Wie bitte? Ich habe den Dialekt jetzt nicht verstanden. Und ich hoffe, wir können es dann raufladen, dass wir nicht wieder abstürzen. Ja, jetzt haben wir sogar, letzte Woche sind wir vor 4 Minuten schon abgestürzt. Echt? Ja, das Ja, haut okay. diesmal hin. Diesmal haut's hin. Also, lieber Also dann, vielen Dank für deine Geschichte. Deine ich danke auch. Geschichte für uns. Schlaf Ja, gut ich bin und immer ab. unser Stargast vielleicht beim nächsten Mal ist er wieder dabei. Genau. Klausi. Vielleicht bin ich wieder dabei. Und ein Ja, bisschen, okay. und ein bisschen bayerisch üben, damit du mich verstehst. Jetzt redet eh schon so Hochdeutsch. Bayerisch. Okay. Ich bin der Franke, okay, aber Der Geist. es tut mir ein bisschen schwer. Meine Chefin kommt auch aus Oberbayern, aber die ist, versteht man auch schlecht. Mhm.
Muss immer ein bisschen lauschen. Ja, genau. Bisschen mehr Genau. Bordelgrammar auf Niederbayerisch anschauen, dann wird es auch mit dem Dialekt. Genau, ja. Also, Richtig, genau. Und den Brandner Kasper, den schaue ich auch immer gerne an. Ich, Meine Lieblingsverfilmung ist die Schwarz-Weiß-Verfilmung. ja, genau. Ich mag auch die alten, die sind mir am liebsten. Du, Bino, der Holzi hat zuerst gerade geschrieben. Was? Sein Bruder kann dein Lehrer gewesen sein. Was? Der Lehrer in der Schule hat er geschrieben, der Holzi, warte mal. Ah, okay, kann sein, dass mein Bruder als Lehrer gehabt hast, Bino. Holzi, wo bist du her? Also dann tschüssi. tschüss. Klaus, bitte, mach's gut. Bis nächste Woche. Ja. Als Ja, der keine Gauner. Ahnung, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie mein Lehrer geheißen hat. Weil du da nicht so oft dort warst, gell? Ja, genau, weil ich habe immer geschwänzt und ich bin einfach so durchgekommen, ich habe mich durchgeschlängelt. Mhm. Du hast mit den Demenzkranken gesoffen, weißt du das nicht vergessen dann wieder, dass du mit einer Saufer warst. Mhm. Hast mich durchschaut? Nein, habe ich nicht. Ja, krasse Geschichte. Hey. Und jetzt muss ich die Heilige Jungfrau mal fragen. Hat die Heilige Jungfrau auch so einen Moment gehabt, wo es irgendwie am Bordelkramer entronnen ist oder zugeschaut hat, wo er hockt und wen er mitnimmt? Und wie so ein bisschen so ein Klickmoment war? Hast du was mal erlebt? Ja, habe ich tatsächlich mal mit 18 gehabt. Wirklich. Da habe ich gerade frisch meinen Führerschein gehabt und ich habe das Auto vom Papa gehabt und bin auf der Autobahn gefahren und bin einfach viel zu schnell gefahren und ein Lastwagen ist umgezogen und ich habe mir gedacht, ich da bremsen nicht mehr. Es war wirklich auch kurz davor, aber du siehst tatsächlich, weil ich habe mir echt gedacht, so jetzt vorbei, jetzt bist du selber schuld und du siehst tatsächlich, also ich habe das wirklich gesehen, ich habe so Momente von meinem Leben gesehen, was ich zuvor gehabt habe, war wirklich so. Ich bin ja mal hinten drauf gerauscht, weil ich es nicht mehr ganz da bremst habe, aber ja, aber ich bin dann im Krankenhaus irgendwann aufgewacht und habe mir gedacht, ah ja, okay, du hast das nur packt, aber für mich ist es tatsächlich in Ordnung und ich denke da auch nicht viel drüber nach. Wenn es soweit ist, ist soweit, wenn nicht, dann nicht. Ich habe keine Angst nicht vor dem Tod, sondern es ist einfach mein Schicksal dann und dann ist es einfach so. Krass. Ist so. Ja, ist so. Aber Mhm. hat sich was verändert seitdem? Also bist du irgendwie ja, bewusster geworden oder Nein, irgendwie, gar nicht. also einfach normal. Ich, gar nicht. Also manche Dinge haben sich vielleicht, wenn ich mal das und das in meinem Leben ändern, nein, muss ich nicht. Ich lebe mein Leben so, wie es ist. Wenn es vorbei ist, ist vorbei. Daran kann ich nichts ändern. Ich habe einfach mein Leben gelebt, so wie es möchte, so wie es wollte. Und ich mag mich auch nichts in irgendwas einschränken. Du bist der Bruder Michael, wenn es jetzt nicht passt. Du sagst das, Richtig. ja, du bist einfach so, wie es bist. Oder so muss man den nehmen, oder aus. Es ist ja so. Wer mich nicht mag, der muss mich nicht haben. Genauso ist es. Wer mich mag, der Ja. mag mich. Das ist ja das. Ich meine, das ist ja, du lebst ja dann auch nicht wirklich. Wenn du immer nach andere riechst und Richtig. immer schön gut und der Beste und der Netteste und von alle geliebt werden, weil du schränkst dir selber ein, weil Ja. du kannst ja nicht leben. Und Du lebst für andere, ja. Ja. Mag ich nicht. Ich lebe für mich Ja. selber und Und- nicht für andere Leute. So ist Genau. Aber ich selbst habe nur mitgemacht und so. Und jetzt lebe ich für mich. Nur noch mal mein Ding. Nicht egoistisch, ich schaue schon, dass für jeden wen passt, aber weil mich irgendwo zu was noch eindrängen lässt, gibt's nicht mehr. Na, das stimmt. Also ich mag das auch, ich helfe andere Leute auch gern, wenn sie irgendein Problem haben, keine Ahnung, wir brauchen, tue ich auch gern, aber mich für einen Menschen komplett ändern, damit er mich mag, tue ich nicht. Nein. Weil das ist für mich Ja. kein Leben nicht. Ich bin doch ich selber und wer mich so nicht mag, wie ich bin, der hat in meinem Leben nichts verloren. So einfach ist Dir, es.
es schreibt einmal das Leben schon so viel vor, was man da macht. Ob es jetzt Arbeit ist, die wo da bestimmt 60% von deinem Leben kostet und so vorschreibt und so. Und dann die paar Prozent, wo ich noch habe für meine Freizeit, die mag ich dann selber bestimmen. Richtig. Auch wenn oft du etwas planst, aber dann kommt wieder etwas Unhervorgesehenes dazu. Das ist einfach das Leben, da kann man nicht raus, aber dann kann man es wieder machen, genauso wie es ist. Wie siehst du das, Ria? Also ich sage auch, man soll das Leben brutal wertschätzen, wenn man merkt, es ist, das Leben, das man gerade lebt, ist nicht mehr stimmig mit einem. Weißt, man ist nicht mehr glücklich, man kann nicht mehr lachen, man fühlt sich nicht mehr wohl in seinen Umständen, in seinem Job, in einer Beziehung, irgendwas leidelt, dann müsst ihr es ändern, weil ihr lebt es ja bloß einmal. Oder man muss für sich herausfinden, warum fühle ich mich nicht wohl? Oder wie du schon sagst, Bina, wenn ein Mensch mich nicht mag und immer belabert und ich bin mit dem zusammen oder keine Ahnung, ist im Familienumfeld, ja, dann gehe ich entweder weg da oder, weißt du, das Leben ist kurz, dass man sich schlecht fühlt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht aufgrund von anderen, wo ich halt nicht ins Battle passe oder der mich nicht mag, aber ich muss ja nicht mit dem zusammen sein. Oder ich muss ja nicht in seinem Umfeld sein, dann gehe ich halt. Oder er muss ja nicht bei mir auf dem Instagram-Account sein oder bei dir auf dem TikTok, dann will ich halt gehen. Richtig. Weißt du, Genau, ja. Geschichte. Da rege ich mich keine 5 Minuten drüber auf. Das ist halt so, ich muss halt Dampf ablassen, derjenige, aber es ist so wichtig, dass man einfach lacht. Weißt du, Ja. drum. Also einfach das Lachen ist wichtig. Und wenn es mir mal nicht gut geht und ich mir denke, hey, das Leben ist wertvoll, dass du jetzt da schlecht fühlst, hau da was Lustiges rein, zieh dann Schauen rein, zieh da Bienen rein und lach. Oder Ria eine. Ja, oder Ria rein. Es gehören aber auch irgendwie die schlechten Zeiten einmal zum Leben dazu, damit man endlich wieder mal kennt, was man Ja. eigentlich hat. Das ist absolut sicher. Aber Weil aus wenn die lernt man dann relativ viel. Ich Aber habe auch wenn- nicht so Zeiten gehabt. Ja, aber wenn du schlechte Zeiten hast, die glaube ich hat jeder, dann brauchst du Freunde hinter dir, wo dir die schlechten Zeiten zu guten Zeiten machen. Und solche Freunde findest du selten. Ist so. Jetzt haben wir mal wieder ein paar mehr. Wer bin ich noch? Ja, Was haben's? also ich kann es so sagen, ich habe die Melli, ich kenne die Melli noch nicht lang. Ja, nicht. Aber ich mag die Melli von Anfang an und die Melli hat eine schlechte Zeit durchlebt und Tschüss, Heini. da kann ich so sagen, der Christian und ich glaube, wir haben es ihr ein bisschen erleichtert. Wir haben ihr gesagt, dass wir hinter ihrer stehen, oder? Und sie hat sich ja Ja. wahnsinnig gefreut drüber und solche Momente brauchst du, wenn du schlechte Zeiten hast. Man gönnt auch Freunden etwas und ist nicht neidig. Man muss ja etwas gönnen. Ja. Und nicht sagen, warum hat die das jetzt, ich möchte das auch. Nein, frei drüber, dass ich das will. Es ist, Und dass es geschafft hat und dass es gemacht hat und freu dich mit demjenigen. Ist so viel schöner als Genau. irgendwie. ein Miteinander und ein Gegeneinander. So ist es in der Politik auch. Es schaut auf die erste jeder mal, dass er seine Posten hat und dann wird erst einmal eine Regierung gründet. Aber dann Hauptsache, keiner geht's gut. Christian hat ja keine Taschen. Egal was für Maskenaffären und was soll es aufeinander auf Seiten schaufeln. Und der Ehrgeiz am Geld ist ja schon Sucht. Die Geldgier ist ja schon eine Sucht. Ja. Also, der eine ist drogensüchtig, der andere Alkohol irgendwie und die sind geldsüchtig. Es muss immer mehr werden, aber du kannst halt nichts mitnehmen. Ja, was möchte ich mit so viel Geld in meinem Leben? Was möchte ich damit? Ich kann mir Ja, zwar Du kannst auch nicht mehr wie essen, trinken und ich kann mir kaufen, was ich möchte und ich habe falsche Freunde hinter mir. Das ist mein ganzes Leben, nicht mehr da. mhm. Ja gut, wir wissen es nicht. Also ich kenne jetzt persönlich keinen Millionär, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist so, sind Millionäre glücklich? Nein, sind sie nicht. Die haben da noch ein Problem. Und wenn sie kein Geld nicht mehr haben, steht keiner hinter einer. Genau. Die sind nur da die Freunde, solange sie Geld haben Ja. und dann sind sie weg. Zufriedenheit, das ist eins von den, ich bin auf Reho einmal gefragt worden, was ist das Wichtigste? Da sage ich Zufriedenheit. Weil wenn ich mit dem und dem zufrieden habe, was ich jetzt habe, ja, dann bin ich ja glücklich. Ja. Und nicht immer mehr. Ich bin ja mit meinen Eltern zufrieden. Immer das Alter, was ich gerade habe jetzt, das ist für mich das Richtige. Ich möchte nicht mehr jünger sein. Was die Jungen noch alles vor sich haben, ja, die haben kein Leben mehr. Da geht so in der Grundschule schon ab.
nichts wie lernen und das muss da, die haben doch keine Kinder nicht mehr. Na, haben es glaube ich auch nicht mehr, weil das ist heutzutage schon so, da kommt es drauf an, welchen Schulabschluss hast du, weil dann kannst du das und das nicht lernen. Weil Hauptschule ist ja gar nichts. Na, Direkt schon Hauptschule ist früher tatsächlich gar nichts mehr. Sonderschule oder was? Du kannst nicht einmal, wenn du einen Hauptschulabschluss hast, kannst du nicht einmal ins Krankenhaus gehen oder Altenpflege lernen. Ja, aber Da was musst haben wir du- denn von die ganzen Studierten? Du Ja, brauchst nichts. Die sind einen, der wo der Mitglieder, Reifen wechselt, was? der wo der Hausoberweis sind. Die Leute braucht man. Die werden nämlich einmal die Reichsten, die was haben. Da kommt dann auch Herr Doktor, der Mei, hätten Sie vielleicht nicht einmal Zeit für mich? Ich hätte da am Fußboden zu verlegen. Und so genau, es passt mir jetzt nicht in Ihren Terminkalender, Frau Doktor, mit wurscht. Ich bin kein Doktor mit, wurscht. Im Aber, Kindergarten geht's aber schon warte los. mal, hat Stimmt. die Ria schon mal so ein Erlebnis gehabt? Was für ein Erlebnis? Naja, wo du am Bornegraum ins Auge geschaut hast. Tatsächlich, da war ich noch ziemlich klar. Ich habe mehrere Erlebnisse gehabt. Und eins, also war dabei bei einer der Sufa als Kind, Oh. bei In einer Alkohol oder in Wasser? in Wasser, im Freibad. Da war eine Freundin von mir mit der kleinen Schwester und die hat gerade schwimmen gelernt. Und dann sind wir ins Tiefe am Rand, das halt am Rand schwimmt. Und dann hast du nicht mehr können und ich bin halt weiter in der Mitte geschwommen. Und dann habe ich gesagt, wenn du nicht mehr kannst, gelangst an den Rand und schwimmst da gleich. Es war gleich daneben. Aber die hat dann nicht an den Rand gelangt, sondern hat mich gepackt und hat immer abgezogen. Und dann war das wirklich, war am Ende. Und da sind auch die Leute rumgestanden und haben zugeschaut, wie mir die halt an die Haare aber abgezogen hat, weil die war der Sufer beinahe. Und das war für mich so ein Phänomen, bis also ein dicker Kerl vorbeigeschwommen ist, der ist ja nicht runtergegangen, an den hat sie so geholfen und die am Rand, die andere Schwester, ja, nimm das Mädel da. Und die hat sich dann eingehängt bei dem, aber das hat er den nicht gejuckt. Und dann bin ich auftaucht. Ich habe mich nicht mehr rühren können. Ich war am Ende meiner Kräfte und ich so, wie krass muss der Saufer sein. Aber da war ich Ja. jetzt, da gehen seit 10 Jahren oder was. Also ich glaube, also, Also, nur nicht ich gewusst, weiß aber nicht. ich war tatsächlich dann wieder mit Wasser. aber hast du, Ich war beim Ria, Tsunami da. Ria, Entschuldigung, dass ich wieder unterbrich, aber du hast ja Kinder, gell? Ja. Hast du nicht Angst? Also ich glaube, wenn ich Kinder hätte, glaube ich, das war meine größte Angst tatsächlich, dass meine Kinder das saufen. Weil das für mich einer der schlimmsten Tote ist, also wenn du das saufst. Das ist so ein Kampf. Ersticken. Ja. Bevor ich so oft als Hexen der Sufer waren, gell? Bin ich mir zwar. Wir haben ein Reinkarnationstrauma. Ja, aber das ist wirklich, also ich stelle mir das echt schrecklich vor. Also das Saufen und wenn ich, glaube ich, Kinder hätte und die Daten im Schwimmbad umeinander laufen, ich glaube, ich war wie so eine narrische, irische, wie so eine narrische. Ich glaube, ich hätte da so Angst oder was weiß ich, wenn die vielleicht ein bisschen älter sind, was weiß ich, 14, 15, 16 und die sagen, die gehen in den Schwimmbad, ich glaube, ich hätte da trotzdem Angst. Ich habe da wohl mehr Angst, wenn sie im Straßenverkehr unterwegs sind Na, und so. weißt du warum? Weil das nicht so schlimm ist. Ich finde das nicht, weil du hast beim Ertrinken so einen Kampf. Du kämpfst so und ich finde, und wenn du einfach einen Unfall hast, bist du eigentlich vielleicht kurzzeitig mal weg und du hast so einen Schock, aber dieses Ertrinken ist Was so sagt der Borndl dazu? Was ist der bessere Schreckliches. Tod? Der Schnelle, Schnelle. das Nacko rennt oder der Schossen oder was war ich. Da muss Erhängt- halt schnell ja. vorbei. Erhängen oder ersaufen ist eines der schlimmsten Tode, sage ich immer. Ich kann mich erinnern, ich habe bloß das Ersaufen-Ding so ein bisschen mitgemacht. Wo ich noch dabei war, war beim Tsunami in Thailand 2005. Mhm. Oh Warst du Gott. da auf Phuket, da auf der Insel war ich nämlich auch schon einmal. 200 Meter weit weg. Echt? Ja, und es sind ganz viele abgesoffen. Bloß mir nicht. Und zwar war das wieder Gottes Fügung. Also ich sage ja oft, der Bandelkramer geht vorüber. Weißt du schon? Warum geht er an dir vorüber? In der Früh mit dem Erdbeben aufgestanden
Und dann habe ich ja gefragt, ja, do you have this? In der Nacht, die Viecher haben geschrien, die Kinder haben blärt, keiner hat geschlafen. Nächsten Tag aufgewacht, alle in der Haut, weil es natürlich die ganze Nacht zugegangen ist, warum auch immer, das haben wir aber dann gewusst. Das hat schon jeder gespürt. Auf jeden Fall habe ich dann die Thais gefragt, do you have earthquakes? So, ja, never have, don't have, haben sie nicht. Dann sage ich, ja, aber ich liege am Boden und ich wackel, das ist ja krass. Und dann sind die alle an den Strand gegangen in der Früh, weißt du schon, weil es war jeder zu früh wach, so 6 in der Früh. Und dann sind wir auch schon durch die Stadt gegangen und so, ja, was machen wir? Gehen wir an den Strand, legen wir uns am Pool, fahren wir in die nächstgrößere Stadt, Patong Beach, machen wir da irgendwie einen Bummel. Und dann war so die Intuition, na, legen wir uns am Pool. Einfach so eine Intuition. Und das hat uns Leben gerettet. Weil während wir am Pool waren, sind diese 3 Wellen dahergekommen oder 2. Also die waren bloß noch am Telefonieren und Hubschrauber und Ding und dann haben sie uns sofort in Pickups das Zeug alles liegen und stehen lassen und auf den Berg. Und dann oben am Berg haben wir die Bild gesehen, was da eigentlich alles los war. Und da ist der Bornelgrammer oder gescheit zugelangt. Ja, genau, das ist ein Schutzengel oder was. Ja, das Ich war ein paar Da haben wir wieder in drin, weißt du, aus ganz seltsamen Umständen. aber das ist so Intuition, ja. Manche haben, also ich sage immer, Intuition hast du dann, wenn du noch nicht in diese Kategorie, ich lebe jetzt ab, eingehst. Ja. Aber ich finde das mit Phuket hat mich schon auch echt, also ich habe mir den Film angeschaut, da hat es immer einen Film gegeben, mit dieser, hast du den mal gesehen, mit dieser Familie, nee, da? ja, hab ich schon gesehen. Ja. Also ohne Scheiß, da halt mal ich glaube, ich darf einfach nur sterben. Ich glaube, ich mehr gar nicht. Ich mehr dass einfach zack, bumm und vorbei ist, aber die vorher nicht so. Genauso wie von mir ist Aschui, aber da war ich nur echt lower. Groß bist du heute noch nicht. Nein, ich bin noch nicht groß. Da wurde es Hallo, Lisa. Gut, in Kabul war, nein, nicht in Kaprun war. Da wo die, Ja, der Tunnel. richtig. Das ist so Verbrenner, Saufen. Also da wo es Feuer drin war, oder? In dem Genau, Tunnel, in wo es- Kaprun, wo es Feuer drin war. Was ich überlebt habe, Ja. die Klopapierkrise. Ja, du hast Das die war- Hamsterkäufe überlebt. Ja, genau. Mein Gott, und warum hast du mir kein Klopapier nicht abgegeben? Hier da drin. Das brauche ich mal von der Arbeit. Du hast das Mikro mir gesagt, bitte, brauchen wir Ich bin immer auf Arbeit gehe und daheim. Nein, so, das war jetzt ein Blödsinn wieder, aber dort ist es wieder weiter. Aber ich habe auch, ja, das war am Patong Beach, was du auch warst. Da habe ich oft überlegt, was hätte ich in der Situation da? Wahrscheinlich hätte ich um die Zeit noch pennt, weil wir ein bisschen früher fort waren. Und unser Hotel war in Schau im 2. Stock droben, uns hätte wahrscheinlich da nichts gefällt. Aber bitte am Strand. Da Ich warst weiß, du auch da. ich weiß gar nicht, ob du das Aber in den Zeitraum, ich war ein paar Jahre früher dort. Dann. Krass. Hallo. Ich finde das schon echt. Ich war Der nicht in Gotthardtunnel, der 2. genau. Stock, ich glaube, die haben ja da, das ist ja aufgestiegen, ich habe das in dem Film gesehen, dass das echt teilweise bis zum 3., 4. Stock aufgegangen ist, das Wasser. Ja. Wenn es geschlafen Ja. hättest, dann hättest du vielleicht einen Schienentod gehabt, weil du es nicht mitgekriegt hast. Ja. Genau, du kommst in der Früh rauf und merkst, du lebst nicht mehr. Mhm. Ja, da holt sich zuerst auch geschrieben oder weißt du, einfach in Schlaf einschlafen. So ist meine Oma gegangen und Ja. 90. geht's. Oder ein Nein. Sekundentod, du kippst einfach um und gut ist. Genau, Hinterwartsinfarkt oder was, tut's schnell bumm und dann bist du weg. Und es gibt das. Ja, bei ihm hat er halt so viel Sorgen eben, weißt du, was heißt Sorgen, aber ich möchte das nicht einfach umfahren, weil ich habe Kinder. Wenn ich jetzt keine Kinder hätte, denke ich mir, Ja, dann fährst du- aber mein Herz. Nein, da war nicht helfen. Dann hast du Eltern oder was, was Ja. du Gedanken machst, ich kann Aber- jetzt nicht sterben oder aber so. weißt du, wenn du, wie soll ich das sagen, wenn du so umfällst und die reanimieren es wieder, du hast aber nichts von deinem Leben, du hörst zwar alles, aber kannst dich nicht mehr äußern. Glaube ich, Dann soll es lieber gar gleich was sein. ist das für deine Kinder, glaube ich, schlimmer, als wenn es einfach zack, bumm, weg und so Ding immer. Uns passiert eh nichts, weil wir mehr so brav sind.
Mir passiert sowieso nichts, weil ich habe schon sowas wie Patientenverfügung. Habe ich nicht. eigentlich. Habe ich nicht. Hast du nicht? Ja. Ja, hallo, da ist der Partner. Grüß dich. Der Kollege aus dem, Ja, der Kollege aus dem Himmel, grüß mein dich. lieber Bornelgedammer. Wie geht es dir? Gut, das die Haben Rauch. wir schon Weihnachten? Wie ist das Wetter oben im Nordpol? Nein, ich bin der Partner, der Petrus. Petrus. Petrus bist du. Der Petrus aus Germersdorf. Ja. Jo, mei. Der Petrus aus Mein lieber Germansdorf. Zeichner. Da muss ich geschwind runter, weil ich schwitzen muss wie Sau. Ah, jetzt. Er kommt mir aber vor wie so So, ein ich denke, das mache ich Petrus geschwind. so ein Gerichtsmann aus der Ding aus bayerischen Amtsgericht oder sowas, weißt du schon? Königlich Bayerisches. Die schon Amtsgericht ist doch super, das königlich bayerische Amtsgericht. Ja, die jetzt wirklich nicht kennt, tipp mal. Bringen Sie den Angeklagten Meyerhofer. Angeklagten Meyerhofer? Jawohl. Genau. Das ist also ein Macken. Aber reden miteinander mal jetzt. Ja. Aber tipp mal, du kommst einmal nicht in den Himmel. Weißt du warum? Weil Torschau beim Teufel. Du Was kommst gibt einmal es? nicht in den Himmel. Weil Torschau beim Weihnachten. Teufel sind. Ach so. Ach so. Hast du verstanden? Ja, gut verstanden. Gibst mir nicht den Himmel, weil Tasche beim Teufel ist geil. Mhm. Ja, jetzt haben wir gedacht, weil du einen Bornelgrammer machst, haben wir gedacht, muss ich einen Partner machen. Ja, hast du zuerst schon einmal geschrieben, der Portier, der Ding jetzt. Ich habe aber gedacht, du bist Nikolaus. Ja, Mann. Deswegen bin ich- Ach so. Ja, geil. Ach so, nein, das war wegen das Zeug, gell? Naja, ist wurscht. Ja. Nein, Rio, bei dir mal ja, du traust ja dabei, sind das nur deine Sommersprossen, die so umeinander blinken. Meine ich so. Nein, von der Rio. Ja, ja, schaut geschickt aus. Ja, ich weiß schon, du bist da nur wegen die Weiber da. Also der Gotthardtunnel, weiß ich nicht, ob der mal brennen hat, keine Ahnung, ich weiß nicht, wofür. Ja, da war mal den Gotthardtunnel. Oder die Lawinenabgänge, wie damals in Galtür und so waren. Die Murnabgänge, Lawinen und so. Stimmt. Aber ich finde, Kinder. ja, gut. Ich muss wieder einen Wieder holen. auf Teufel. Du schaust Den Sargnagel, Wiederholen. in die Schreinerei, den Sargnagel. Ja, genau. Den kannst du Aber die schaut geschickt aus, wie so ein Jodoff-Nagel. Sargnagel. Ja, Es aber wurde mir dir ist aufgesetzt. wichtig, dass du irgendwie Angst hast, dass deine Kinder irgendwie mal beim Absaufen. Schwimmen, ja, wenn du das Also selber schon ich erlebt habe hast. gute Albträume gehabt, dass die irgendwie, dass ich es nicht halten kann, dass wir entgleiten im Wasser, aber ich bin da so wachsam. Also Aber ohne wenn- Schwimmen, Aber wenn es mal älter sind und sie gehen allein ins Schwimmbad oder allein an den See, ja, die lernen ja deswegen schwimmen. aber man unterschätzt das. Ja, man unterschätzt, aber man kann ihnen jetzt auch nicht mehr also beibringen als wirklich Vorsicht, Das weiß ich schon. Respekt vor Wasser. Ja, also wie gesagt, ich erzähle auch die Geschichte, was mir da passiert ist, Ja, dass man ganz vorsichtig sein muss, auch wenn man mit Freunden schwimmen geht, die noch nicht schwimmen können, auch mit diesem Spiel, mit diesem Taucherspiel und alles Mögliche. Also ich erzähle ihnen das schon alles, dass man da einfach mit dem Wasser aufpassen muss, weil das hat man schnell geschluckt und schnell kriegt man keine Luft mehr. Ich habe halt auch so einen harten Tag gehabt. Ich war jetzt 10 Stunden unterwegs, ich bin um 4 Uhr aufgestanden und dann bin ich jetzt um 7 Uhr heimgekommen. das ist eine die Martina. Stunde. Um 4 Uhr ist er aufgestanden. Oder um 4 Um 6 Uhr ist er aufgestanden und um Um 6 7 Uhr- ist er heimgekommen. Ja, genau, Das 13 waren Stunden. 10 Stunden. Wir haben halt wieder so eine Gaudi gehabt mit dem bayerischen Freak. Ich war am Sonntag mit ihm im Biergarten
Und da ist er vorher schon gegangen um Kaum, weil Kaum in Oberbayern liegt. Ja, genau. Und heute hat er es da. In Oberbayern, hast du das gesehen? Mein TikTok. Gutenhaus Mhm. anscheinend in Oberbayern. Und wir haben ja aber ein wenig schon so ein wenig Kirsel. Aber er weiß, dass es nur Gaudi ist für uns auch. Und heute schauen wir eine Story an. Sagt, ich bin um 10, ist ja angekommen von der Arbeit, 10 Stunden war ich heute unterwegs, ich bin um 6 aufgestanden und jetzt ist 7 erst Nacht. 10 Stunden war ich unterwegs, dann habe ich gesagt, also für mich sind das 13 Stunden. Bin noch einen Screenshot geschickt und bin noch gleich eine Story gemacht, wieder bei zum Verhirseln, da nicht nur noch Erdkundeunterricht braucht, sondern auch Mathematik. Wir machen uns da einen riesen Spaß. Uns gefällt das aber eigentlich. Warte, wenn einer einen Fehler macht, dann haben wir gleich da. Aber die kriegen uns schon mal drauf noch. Ja, Ja, Petra, du lass noch deine Perücke oben. Wir haben ja noch Fragen an Petrus. Achso, um Petrus fragen, ja. Und dann müssen wir wieder Ja, Petrus sein. Hast du hinten extra so beleuchtet, dass du so erschienen ausschaust? Weil Bino ist ja von Haus aus eine Lichtgestalt. Und Das ist der Heilige Geist, der gesagt, da wäre ein zu, dass die singen. So, jetzt. Er schaut aber aus wie der Nikolaus. Ja. So. ja, Ja, das liegt an meiner heiligen Erscheinung. Also, Petrus, jetzt haben wir schon mal alle drei am Start. Du hast ja mit dem Borndelgrammer viel zum tun, weil er bringt es dir immer vor dir hin. Ne? Ne? Ja. Aber du hast noch nie reinlassen. Jetzt seien wir ehrlich, du trinkst du auch öfters mit ihm was, oder? das scheiße. Ja, das kommt eigentlich von meiner Verwaltung her. Mir persönlich ist es ja egal, aber wir haben da einen Preisischen in der Verwaltung und der hat gemeint, dass wir nicht einlassen sollen. Aber zu mir persönlich ist es noch gar nicht vorgestoßen. Weil Und du weißt doch, dass er gern Kirschgeist trinkt. Ja, ja. Hat er doch mit dir bestimmt auch schon zwitschert, oder Petrus? Ja, ich bin ja mehr so der Freund vor der Maß. der Petrus und ich, wir sind mir den Alkohol schon öfter mal zugeneigt, aber das darf der Chef dann nicht sehen drin. Also da haben wir das mehr so im Hinterkammer, im Separé vom Himmel. Das sagt die heilige Mutter Gottes nicht so Weil gern. Petrus ist schon einmal so gegangen, da ist er mal von der Wolke runtergefallen in sein. Stimmt, drum hast du draußen so geracht. Du hast Genau, ja. Das ist dann immer, wenn so der Himmelpapa tut schimpfen, wenn es so donnert. Das ist haben wir dann meistens mit zwei, weil wir irgendwie wieder vor eine Wolke runterfallen. Ja, 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 das ist, sie sind auch nicht so, so fest, muss man ab und zu und sagen. ja, also wie ein Cloud schreibt der Dick. Das, Tripcloud, genau. ja, habt ihr da, also gibt es da jetzt einen bayerischen Himmel bei euch oben und einen preußischen Himmel oder ist das ein Gesamthimmel? Ach, Käme ja nicht- also ein Ja, Gesamthimmel mit Sicherheit. selbstverständlich, oder? Das kann ich Wir haben keine Schwaben oben, wir haben keine Dunkelhäutigen droben, wir haben nur so richtige, ja, da mein Lieber, beim Mai 6. bin ich gefallen und Also nur Altbayern wo die eigentlich. anderen hinkommen, das wissen wir selber nicht. Also Ich wenn meine, ich das praktisch, Separé. Es gibt ja viele, die wo wiedergeboren werden dann. Aber nicht die ja, Preise. aber wo dann, Ja, die Neubayern, die müssen einen Antrag stellen im Preußenhimmel. Also in Bayern werden sie da schon gar nicht eingelassen. Da habe ich eine Aufgabe von ganz oben. Meine Arbeit ist auch viel erleichtert worden, jetzt weil es die Urnenbegräbnisse gibt. Da tue ich mich leichter beim Transportieren. Zu mir hat einmal ein Bestatter gesagt, schau, du gehst nicht zum Verbrennen. Da sag ich, warum gehe ich in den Ofen rein? Er sagt, du bist der so ein losser Bruder, du rauchst gerade, aber brennst nicht. Das ist das Problem, das ist eigentlich das Problem bei uns, die Altbayern. Weil die brennen nicht. Weil es, wie du eben angesprochen hast, weil es alles Genau. so los. Das ist einfach. Ja, gut. Schau, ich war früher eher ein Feuerwehrmann und sowas und da kämpfst einfach dein Leben gegens Feuer und dann lässt du auf jetzt noch verbrennen. Das geht auch nicht. Da sollen sie die Kameraden schon ein bisschen abschleppen müssen mit mir. Ja, was schreibt er die Preise? das muss ich sagen, aber es Jetzt ist zurück. Du kannst doch nicht die Rindviecher, mein Gott, jetzt kann ich schon nicht mehr reden, als Preisen zurückkommen. Nein, das Dicker, nein, ich weiß deinen Vornamen noch gar nicht, aber du musst Pino schreiben ohne H und auch ohne E, Pine, weil du hast schon öfter die Freundschaft gekündigt wegen sowas.
Das ist die Bina. Die ist rigoros. Genau. Und nur ganz wenige kennen ihren irdischen Namen. Ja, die mag auch gar nicht, die Bina mag das auch gar nicht, wenn man ihre Stimme hernimmt bei TikTok. Da wird's affig. Ria, zieh mich heute auf, schaue in TikTok einmal, jetzt und her ihre Stimme. Sag, das ist Bina ihre Stimme. Habe ich ihr gleich geschickt, da schau her. Die hat die nachher gemacht und dann ist sie gleich voll aufgegangen. Ja, die geht, hat sie drunter kommentiert. Fällt dir nichts für dich selber, ich musst du meine Stimme hernehmen. Jeden anderen gefreut, weil das einfach Reichweite bedeutet, weil jeder sagt, das ist ein geiler Sound, den nehme ich her und dann kommt ja jeder auf Bina. Und da haben wir mir halt eine Stunde lang gelacht. Ich habe Tränen, ich habe mich hinlegen müssen, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe. Sag jetzt bist du, weil sonst muss ich bei meinem Einkaufen in Lidl und im Kill drüber hinlegen, weil ich nicht mehr kann. Ich hab gesagt, ich verlange jetzt dann GZ. Ja, das ist öfter. Weißt du, das sind so Situationkomiken, die wo beim Verzeihen gar nicht mehr lustig sind, aber wenn du das miterlebst, zum Scheißen. Eine Stunde Sprachnachrichten, nur Locher. Ja, du. Das ist einmal für schlechte Zeit, das hören wir wieder mal ab, wenn es mir mal nicht so gut gehen soll. Weil mit der muss die hat so eine dreckige Lache auch noch. Ja. Weißt du, finde ich, Christian, wo du den TikTok gemacht hast, du das Handy da hip-hopt hast. So geil. Wahrscheinlich, weil er wieder so viele Sprachnachrichten geschickt hat. Nein, ich war das nicht. Die hat er mit am nachgespielt, sie und Melli. Geil. Nein, Sehr geil. Ja, meine Lieben, ganz kurz, wir haben es 0:41 Uhr. Bina hat schon öfters irdische Zeit, bei Petrus, irdische Zeit. Bei uns spielt Zeit keine Rolle mehr. Für euch spielt die Zeit keine Rolle. Also ich bin euch dankbar, ihr drei Heiligkeiten, dass heute erschienen seid in unserer Bayern Power Live. Und auch Götter werden müde des irdischen Lebens, der irdischen Probleme und der irdischen Idioten. Also ja, wir können noch weiterhin dann live gehen, aber bitte, hey, ich möchte mich bei iPhone nur bedanken, dass das ermöglicht hat, dass heute Bino mit ihrem Telefon so lange live gehen kann. Nicht, dass er vor mir wieder verschwunden ist. Lieber Apple-Hersteller, ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du Lang, mein iPhone jetzt heute nicht plattgelegt hast. Kennst du den Longlisten ab oder Und in keine Sprachnachrichten von Frauen. Bina, lebst du noch? Bina, jetzt 2 Tage lang höre ich schon wieder nichts von dir, was ist los mit dir? Am Anfang war es so lang, da war so 2 Tage verschollen und da hat keine Nachrichten mehr schicken. Da waren wir schon echt alt da. Und dann das hat einmal fast den Herzinfarkt gekriegt, bis uns verlassen hat. Wie war bloß Essen? Abruf, der Melli geschrieben, Melli, was ist denn los? Da war ich mit Arbeitskollegen zum Essen gegangen, da brennt's, das war wohl. Dabei um die wirklich wieder, weil es einfach so mag, das eine Rimficht ist, wollte ich schon sagen, heilige Bina von Jerusalem. Ja, genau. Steht da nicht, Bina. Bleib ein wenig die Kohle. Wie ein Trio gesagt hat, das schwarzer Humor, verzückende Ironie. Roland, gute Nacht. Die Ironie. Apple is love, Apple is life. Life is life. Apple is life. Ich bin der Android. Apple, Äpfel mag ich nicht. Wenn der noch schon aus dem Paradies rausgeworfen, wenn der Äpfel zeigen und. Ich war schon, gell? Ja, das ist das. Beim Einführen einfach so rund. Die haben einfach so ein. Das sind Birnen besser, ja. Ja, die Birnen sind am Anfang schmal. Birnen, ja. Sie das so. Das glaube ich da. Ich hab da keine so Erfahrung wie du dann damit. Ich war selber verraten. Da waren wir eine Weißwurst und ein bisschen höher. Christian, ja. Es saufst die ganze Zeit, ja. In diesem Sinne. Also, schau her, bloß, ja. Und da ist jetzt noch so viel drin. Nein, also Christian, was hast du denn für eine Schicht? Nachtschicht. So, du bist auch wieder einverstanden, wenn wir die mit auf YouTube mitnehmen, oder? Drück mal. Machst du halt blau
Was Du sagst du? bist da wieder einverstanden, wenn wir die auf YouTube mitnehmen, dass da, Ja, weil wir ja. haben jetzt einmal ein Problem gehabt. Ach so. Ja. Ja, da gehen sie aber ein bisschen zu rauschig mit ins Live rein und dann wissen sie nicht mehr, was sagen und dann passt ja das nicht ganz. Also sagst du, Also, ob du bringt der Diarrhoe Kerl- gehabt hast oder nicht, das möchte ich gar nicht wissen. Ja, nein, mir wurde das von meinen Engländern schon berichtet. Hast du mitgekriegt? Ja. Hast du jungfräuliche männliche Engel da oben? Mei, da haben wir alles. Ja, also in Bayern, da geht's zu, das kannst du gar nicht vorstellen. Und Transgender haben sie auch schon so viel jemand. Da wissen sie gar nicht, so Frauen, Männer oder wo sollte man die jetzt hinstecken. Die tun sie jetzt alle einmal zum Chef, weil der wird schon gerade abholen. Die müssen wir beim Arbeitsamt zahlen. Hey, die Wichser. Da müssen wir uns mal anschauen. Ja, da schicke ich mal meine Seelen auf so. Mal kurz mal wieder schauen, was so geht bei euch um. Genau. Kannst du eine Sprachnachricht auch schicken, Ria, schickst einfach eine Sprachnachricht auf zum Petrus. Ich bin meistens in der Hölle unterwegs dann. Ja. Mei, Ja, Das ist ja ein Hilfe. Hund und kein Katz. jetzt ist der Klar wieder da. Dieses Die Ding. Freche. Die hast du das letzte Mal auch gehabt und dann war's weg. Ich glaube, da hat das WLAN-Kabel durchbissen. Ja, die schon gute Nacht, Bubi. Ja, der Hund, den habe ich gesehen, nicht die Katz. So, meine Lieben, jetzt schicke ich euch wieder ins Himmelreich und in die Hölle und ich schicke mich selber ins Bett. Jetzt wo ich Und, was uns tun darf. Es Komm war auf mein Kanal nur live. haben wir selten, wirklich. Ihr könnt ja mal Genau. rumfragen in der Hölle, wer das nächste Mal bei uns vorbeischauen möchte. Ne? Fragt Ja, Special Guest sein mich bei Bayern Power. So. Ein Alles Linzi, ich mag der den mag aber- aber nicht. der Lenzi hat sich jetzt gar nicht mehr gekriegt und auch immer einmal wieder mal schauen, weil der hat auch 5, 6 Wochen gesagt, der Roman, der Profiboxer, der jetzt bei mir, wenn er Zeit hat. Und irgendwann kriegen wir dann auch mal wieder alle Bekannte bei uns zu Hause im Bayerischen Wald dazu. Und Kermsee. Was haben wir denn in Kermsee für berühmte unter? Labras außer die- Banda, Mundwerk Crew haben wir tatsächlich. Ja, kümmern das nächste Mal. Kellersteff haben wir. Ellersteff war auch cool. Trio und kann man uns einmal dicht und ergreifend ein wenig reinbringen oder so, gell? Oder, Die sind zu spät nicht mehr wach. Die gingen ja, die sind anständige, ich weiß. Bloß brutal und schruft um die Zeit auch immer. Ja. Gute Nacht, Georg Schiedler-Terry, gute Nacht, lieb Sebastian, vierte. Alle gingen ins Bett. Ja, wir gehen jetzt auch gleich. Mit Ja, zwei also Schluck. Berlin, also können wir unsere Gesundheit. Merci. Warte mal. Corona. Also, das ist an deiner Kamera. Jeder auf. Ja, ich weiß nicht, wenn sie es nicht ins Bett möchtest, dann können wir auch noch auf dann gehe ich halt ich nur mal live und können wir ein wenig reden oder was. Ja, aber ich Solange muss es nicht mehr lang, weil ich muss am Morgen wieder arbeiten. Ja, du musst doch morgen um 11 Uhr gehen. Ich erst mal hackeln mit Sau. Na, passt. Also, ich sage einmal Danke ja, an alle wieder. War schön. Hey, Ria, heute haben wir 2 Stunden wieder. Das kostet mir jetzt eh bis um 5 Uhr wieder, bis ich alles gedownloadet habe, gerippt habe, geuploadet habe. Nächstes Mal machen wir Screen Recording, hä? Christian geht auch mit, schau ich. Wenn der Wirtshaus können wir nicht gehen jetzt. Der mal einfach live. Live ist live. Und Bino geht aber nicht mehr live, die geht gerade mehr viral. Nein, geh nicht. Ich kann's mal nicht. Ria, du schickst mir's wieder? Ja. Oder du haust das jetzt ab und dann haust ich ober. Ave Maria. Ja. Danke. Bitte. Arrivederci, arrivederci. Ich schmeiße euch jetzt nass aus dem Haus. Hier den Huf vor Ihnen. Ja. Ich schaue aus wie Augenblick, ich bin nur ab. Ich bin zuerst. Also, Nacht, Servus. Ciao. Gute- Gute Nacht.